dann kommen Sie mal erst mal rein, Herr Pastor, und gucken sich Ihre beiden Stuben an. Ihre Stube ist hier drüben, Meta, die zeige ich Ihnen denn noch. Tja, Herr Pastor, mehr konnte Lückenhagen in einer kurzen Zeit leider nicht aufbringen. Oh, ich finde, das ist doch schon allerhand, Herr Bürgermeister. Ja, hier drüben ist eine Schlafkammer für Sie. Da habe ich schon Bett, Waschkommode, Kleiderschrank und auch einen Teppich reinbringen lassen. Fein, Herr Bürgermeister. Und eine kleine Küche haben Sie auch. Ach, da. Brennholz habe ich schon besorgt, dass Sie gleich wieder kochen können, Meta. Das ist so ein schön. Elektroherd schaffe ich denn noch an, ne? Sie geben sich wirklich große Mühe, Herr Bürgermeister. Hier, Telefon habe ich auch schon reingestellt. Ja, die Leitung lag ja noch, ne? Ja, mit dem Anschluss dauert das wohl noch ein bisschen. Sie sind aber schon dabei. Sie haben denn die Nummer 217, Herr Pastor. 217, danke. Ja, und meinem Sohn habe ich Bescheid gesagt, dass er Ihre Sachen mit dem Wagen herbringt. Ich meine die Sachen, die wir noch retten konnten, ne? Ihre Sachen natürlich auch, Meta, ne? Also Danke, danke. schneller und größer und besser hätte die Hilfe gar nicht sein können, die Lückenhagen uns zukommen lässt, die Meter. Bestimmt nicht, Herr Pastor. Ja, Herr Pastor, Sie sollen doch auch nicht sagen, dass die Gemeinde nicht für Ihren Herrn Pastor sorgt, wenn er in Not ist. Sowas ist doch wohl Christenpflicht, ne? Gewiss, gewiss, Herr Bürgermeister. Was ist mit Frau Facklam? Oh, die haben wir erst mal auf dem Boden bei Klasen untergebracht. Ja, zu den Polacken wollte sie ja mit Gewalt nicht. Wohin? Zu den Polacken. Zu den polnischen Asylanten ins Lager. Ach, was ich noch sagen wollte, Herr Pastor, einen ansehnlichen Geldbetrag stelle ich Ihnen natürlich auch zur Verfügung. Mit zur Verfügung stellen meine ich natürlich, dass das eine reine Spende ist. Sie brauchen nichts zurückzubezahlen. Ja, wir haben heute Abend so eine kleine Sitzung vom Gemeinderat. Da wollen wir dann mal sehen, was für unseren Herrn Pastor dabei rausbringt. Ne? Für Sie natürlich auch, Meta. Danke, Herr Bürgermeister. Ja, Herr Pastor, kann ich sonst noch was für Sie tun? Herr Bürgermeister, Sie haben schon so viel für uns getan. Wieder ein Dach über den Kopf, Betten, Möbel, Telefon. Was brauchen wir fürs erste mehr? Was ein Glück, dass wir diesen alten Schuppen noch nicht abgerissen haben. Ne? Ja, fällig war er ja schon lange. Aber nun kann er noch so lange seinen Dienst tun, bis Ihr neues Haus steht, Herr Pastor. Ich werde schon dafür sorgen, dass Ihnen das hier an nichts fehlen wird. Das ist dankenswert, Herr Bürgermeister. Oh, das ist doch Christenpflicht, Herr Pastor. Der Blitz hätte ja genauso gut mein Haus treffen können, denn wäre ich auch in Not gewesen, hätte Hilfe gebraucht. Da muss man immer an denken, nicht? Ja, ja. Also, Herr Pastor, wenn Sie mal einen Wunsch haben, dann wenden Sie sich bitte immer direkt an mich persönlich. Ne? Ja, ich habe schon einen. Und der wäre? Dass Sie nächsten Sonntag in der Kirche nicht wieder einschlafen. Pastor. Wenn Sie nur in die Kirche kommen, damit man Sie sieht, dann bleiben Sie in Zukunft mal lieber zu Hause. Geschnarcht haben Sie sogar. Geschnallt? Soll bestimmt nicht wieder vorkommen, Herr Pastor. Ja, ist ja gut. War ja auch eigentlich meine Schuld. Wieso das, Herr Pastor? Wenn die Leute in der Kirche einschlafen, liegt das doch immer an dem Pastor. Dann war seine Predigt eben zu langweilig. Oh, nee, das war Sie ganz bestimmt nicht, Herr Pastor. Ich weiß noch jedes Wort. Nein, nein, nein. Nicht lügen, Herr Bürgermeister. Ja, doch. So ein bisschen müde bin ich ja erst ganz zum Schluss geworden. Wir hatten den Abend vorher nämlich eine lange Sitzung. Was sehen Sie? Ich auch. Sie auch? Ja, ich habe bis morgens um 4 am Bett von der alten Mutter Wachtel gesessen. Ach so, ja, natürlich. Ja, aber geholfen hat das ja leider nichts, Herr Pastor. Ich bin kein Arzt und erst recht nicht der liebe Gott. Vergessen Sie das nicht. Aber Sie sind doch der Freund vom lieben Gott. Ja, so nennt man mich hier. Ich habe das nicht aufgebracht. So, nun will ich mir aber erst mal Meters Zimmer und Ja, Bücher angucken. Natürlich, Herr Pastor. Bitte sehr. Och, nee. Hier gibt das schon wieder schöne Möbel, 2 Lampen, 3 Stuben und alles. Und ich hock da bei Glasen auf dem Boden auf einer alten Matratze. Ich bin heute Nacht genauso abgebrannt wie der Herr Pastor, Herr Bürgermeister. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, Frau Facklam. Ja, aber mit einem Unterschied, ne? Erst kommt natürlich mal der Herr Pastor. Das ist ja auch der Freund vom lieben Gott. Und steht mit ihm auf Du und Du. Und der Herr Pastor, der kann einen ja womöglich mal einen schönen Platz da oben besorgen, wenn das soweit ist. Ist das nicht so, Herr Bürgermeister? Facklam, ich bitte Sie. Herr Pastor, das geht doch gar nicht gegen Sie. Aber das ist doch so.
Unser einer kann nur sehen, wie er ganz allein von vorn wieder anfängt. Aber dem Herrn Pastor, dem wird doch gleich immer alles hinten und vorn reingesteckt. Dabei bin ich ja schließlich das erste Opfer. Bei mir ist der Blitz schon eine halbe Stunde früher ins Haus reingefahren als beim Herrn Pastor. Aber nun bin ich bloß so nebenbei mit abgebrannt, so als kleine Zugabe. Mein schönes kleines Haus, die teure Einrichtung, alles ist weg, alles um mein Jan auch. Bitte schön, Frau Facklam. Danke, Herr Pastor. Beruhigen Sie sich doch, Frau Facklam. Auch Sie kriegen Hilfe. Mann, ich war noch gar nicht versichert. Was für ein Leichtsinn aber auch. Wovon soll ich denn die teuren Prämien bezahlen? Meine Witwenrente ist viel zu klein, da fällt das nicht dabei ab. Und mein Jan, der kann mich noch nicht ernähren, bitte sehr, Herr Dankeschön, Pastor. Und das soll er auch gar nicht. Dann wird das... Neuen Haus, da kann ich mir erst recht nicht wieder anschauen, Herr Pastor. Ja, das glaube ich Ihnen ja. Dann wird es eben einen anderen Weg geben, dass Sie wieder zu was kommen. Niemand ist ganz allein, Frau Ich aber Facklam. doch. Jan ist seit gestern Abend weg, hat sich noch nicht wieder gemeldet. Aber Ihr Jan ist doch kein Kind mehr, Frau Facklam. Der ist schon oft nachts über weggeblieben. So. Weiß ganz Lückenhagen. Ne? Hätte er nicht wenigstens gestern im Haus bleiben und mir beistehen können? Von dem Unglück konnte der Jung doch nichts ahnen. Also ich habe sowas immer im Gefühl. Mir ist gestern eine schwarze Katze über den Weg gelaufen, von links nach rechts. Hühner glauben. Hühner glauben. Ha! Der Beweis liegt ja wohl klar auf der Hand, nicht? Zufall, Frau Facklam. Zufall zu. Sie wissen wohl gar nicht mehr, was der Herr Pastor über den Zufall gepredigt hat, nicht? Da haben Sie wohl wieder geschlafen, wa? Muss doch bitten, ja? Naja, unsere gute Frau Facklam ist so ein bisschen durcheinander, Herr Bürgermeister. Das ist ja auch kein Wunder. Aber nur verzweifeln Sie nicht, Frau Facklam. Sicher ist alles sehr schlimm. Aber seien Sie trotzdem noch glücklich, dass Sie und Ihr Jan nicht zu Schaden gekommen sind. Es hätte auch ganz anders kommen können. Aber auch ganz anders. Ihr Freund da oben, der hätte das Gewitter ja gar nicht erst zu machen brauchen. Wenigstens nicht hier in Lückenhagen. Also ich gehe nie wieder in die Kirche, das sage ich Ihnen jetzt schon. Ob Sie zu mir in die Kirche kommen oder nicht, das ist für meinen Freund wirklich egal, Frau Facklam. Er wird Ihnen in jedem Fall helfen, dass Sie den Mut für den neuen Anfang wieder aufbringen. Für einen neuen Anfang, ja, Herr Pastor, für einen neuen Anfang brauche ich mindestens 10.000 Mark. Neue Wohnung muss ich auch haben. Ich kann doch nicht ewig bei Glasen auf dem Boden hocken. Das ist ja nicht mal ein Ofen. Noch ist ja Sommer, Frau Facklam. Aber in 3 Monaten kann das nachts schon ganz schön kalt sein. Naja, in 3 Monaten haben wir für Frau Facklam wohl schon ein bisschen mehr geschafft als bloß einen Ofen, nicht, Herr Bürgermeister? Sicher, Herr Pastor. Ein schönes Porzellan kann mir sowieso keiner ersetzen. War noch ein Andenken an meine Mutter. Und das Vertigo auch. Auch und all die schönen Bilder. Ja, Sie, Herr Pastor, Sie haben das gut. Sie kriegen sowieso ein neues Haus und Geld von der Versicherung und sonst woher. Und alle Leute hier in Lückenhagen kennen nur eins. Wie können wir unserem lieben Herrn Pastor helfen? Aha, das hätten Sie mal hören müssen heute Morgen. Überall hieß es, der Herr Pastor ist abgebrannt, der Herr Pastor ist abgebrannt. Auch der arme Herr Pastor. Von mir spricht kein Mensch. Mir hilft niemand. Bitte schön, Frau Facklam. Danke, Herr Pastor. Doch, Frau Facklam, ganz Lückenhagen wird auch Ihnen helfen. Denken Sie an meine Worte. Ach was, die haben mich doch gar nicht auf der Rechnung. Genauso wenig wie die Polacken hier im Lager. Und die... Entschuldigung, Herr Pastor, Asylanten hier im Lager. Ja. Um die kümmert sich hier in dem reichen Lückenhagen ja auch kein Mensch. Das ist nicht wahr. Wir tun, was wir können. Aber für die Polacken, für die Asylanten ist erstmal das Land zuständig und nicht die Gemeinde. Aber für mich ist die Gemeinde zuständig. Ja, und das weiß sie auch. Ach, Herr Bürgermeister, kann die Gemeinde nicht erstmal für Frau Facklam einen ansehnlichen Geldbetrag zur Verfügung stellen? Zur Verfügung stellen? Ja, also zurückbezahlen kann ich das von meiner Kleinrente aber nicht. Das sage ich Ihnen gleich. Mit zur Verfügung stellen meinen wir natürlich, dass das eine reine Spende ist. Nicht, Herr Bürgermeister? Tja, das muss ich erstmal im Gemeinderat vorbringen. Im Augenblick wollen die Polacken doch einen Waschraum haben. Für die Asylanten ist doch erstmal das Land zuständig und nicht die Gemeinde. Das sagten Sie doch eben, nicht? Ja, natürlich, Herr Pastor, aber ich muss in so einem Fall auf jeden Fall die Zustimmung vom Gemeinderat haben. Ja, dann holen Sie sich die mal gleich heute Abend und dann noch was, Herr Bürgermeister. Bitte gleich mein Bett, Tisch, Stühle, Kommode, Schrank hier wieder abholen lassen und zu Klasen bringen. Aber zum
Herr Pastor, das werde ich nie vergessen, Herr Pastor. Auch Herr Pastor, und wenn ich denn vielleicht auch noch eine Lampe mitkriegen könnte, ne? Das gibt's ja wohl. Ja, Sie haben ja zwei, ne? Eine Lampe natürlich auch. Alles schön und gut, Herr Pastor, aber das mit dem Bett lasse ich nicht zu. Wo wollen Sie denn schlafen? Bei Meta. Pastor. Naja, war ja nur ein Witz, Ja, aber Meta. nö. Aber zum Witze machen haben wir nun keine Zeit. Also, Herr Bürgermeister. Ihr Bett bleibt auf jeden Fall hier. Mein Bett kriegt Frau Facklam. Er gebe ich Ihnen mein eigenes Bett. Dankend angenommen. Dann haben wir gleich noch einen für Frau Facklams Jungen. Ja, ich meine, ich wollte sagen, ich werde in Lückenhagen wohl noch ein Bett auftreiben und sicher auch zwei. Das ist aber sehr nett, Herr Bürgermeister. Und denn, wenn es geht, vielleicht noch ein Tisch, Stühle, Schrank, Kommode fürs Erste. Gewiss, Herr Pastor. Alles für mich. Alles für Sie, Frau Facklam. Und hier, warten Sie mal, hier haben Sie erst mal 500 Mark 500 Mark? von der Kirche. Dafür holen Sie sich Bettwäsche, ja? Was für 500 Mark bloß Bettwäsche? Naja, wenn da noch was übrig bleibt, gibt es doch sicher noch andere Sachen, die Sie fürs Erste nötig gebrauchen. Ja, die gibt es, aber dann komme ich mit 500 Mark nicht Darüber reden wir dann morgen, ja? 500 Mark, Mensch, wenn du bloß mein Jan hier wär. Das ist er wohl schon und sucht sie. Ja, und darum geht der Herr Bürgermeister mit Ihnen gleich mal zu Klasen und weist Sie da ordnungsgemäß ein. Klasen und ich, wir können uns nicht ausstehen. Wir wollen uns da ganz auf unseren Herrn Bürgermeister verlassen. Wir wissen doch, wie tüchtig er ist, nicht, Herr Bürgermeister? Darum sind Sie auch hier in Lückenhagen mit großer Mehrheit gewählt worden. Na, ich habe ihn nicht gewählt. Ja, das glaube ich. Na, dann kommen Sie mal mit, Frau Facklam. Mit dem Auto. Auto steht vor der Tür. Oh, Wiedersehen, Herr Pastor. Und nochmal vielen Dank, Herr Pastor. Ah, nicht dafür. Freuen Sie sich ein bisschen und schimpfen Sie sich viel auf meinen Freund da oben. Oh, Sie wollen mich bestechen. Facklam. Nee. Mit dem lieben Gott bin ich nach dieser Nacht noch lange nicht im Rein. Das können Sie ihm als sein Freund gern sagen. Meinetwegen gleich. Sie haben ja sogar schon Telefon und kennen ja wohl seine Nummer, ne? Mit dem lieben Gott telefoniere ich drahtlos, Frau Facklam. Ja, da haben Sie ja auch studiert. Unser einer kann das nicht. Sonst würde ich ihm nämlich mal drahtlos meine Meinung sagen. Aber wie? Ja, nun mal los, Mann. Oh nee, Herr Pastor, auf mein... Herr Pastor, ich nehme Sie gleich mit, ne? Wiedersehen, Herr Pastor. Tut mir leid, Herr Pastor, aber die Frau ist nun mal so. Von mir aus soll sie auch gern so bleiben. Ja, natürlich. Also, Herr Pastor, so eine Worte darf die Frau aber nur wirklich nicht im Mund nehmen. Ja, warum denn nicht, Meta? Noch dazu, wo der Herr Pastor dabei ist. Ach, was, ob ich dabei bin oder nicht. Recht hat sie, Meta. Na, Und sie schimpft ja auch gar nicht auf den lieben Gott. na, was soll denn sonst eben? An den lieben Gott wendet sie sich, wenn sie weint. Wenn sie mit ihrem Unglück ganz allein ist, aber schimpfen tut sie, damit ihr Unglück an die richtige Adresse kommt. Die Menschen hier in Lückenhagen, die denken doch bloß an sich und lassen doch so eine arme Frau glattweg auf der alten Matratze sitzen. So ist es ja, doch ja, wirklich. so ist es, Meta. Guck dir an, was sie uns hierher geschleppt haben in der kurzen Zeit und warum? Weil ich der Herr Pastor bin, der Freund von dem lieben Gott, wie sie mal sagen. Die Facklamsche hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Das sehen, was wir hier da alles erleben. Heute, in den nächsten Tagen. Ich kenne meine Pappenheimer, kenne ihre Christenpflicht. Aber du, ich werde Ihnen eine Predigt halten, die sich gewaschen hat. Pastor, nun reden Sie doch bloß nicht so auf. Die Nacht war doch schon hart genug. Und heute Mittag müssen Sie schon wieder auf einer Beerdigung sein. Ach, sag mal, Meta, hast du eigentlich heute Nacht bei dem Brand irgendwas von deinen persönlichen Sachen verloren? Nee, Herr Pastor, Gott sei Dank nicht. Sie haben ja noch alles rausholen können. Das ist schön. Aber wenn die Feuerwehr mal gleich zur Stelle gewesen wäre, da hätte womöglich das ganze Haus gerettet werden können. Aber die waren ja alle bei Frau Facklam zum Löschen. Ja, das hatte ja auch seine Richtigkeit. Ihr Haus hat zuerst Feuer gefangen. Und eine Wehr haben wir nun in Lückenhagen. Unser schönes, kleines Haus. Schönes Ja. Meter. Oller Schuppen war's. Du, wenn ich nicht zufällig geerbt hätte, wäre ich dort auch nicht eingezogen. Soll er nicht nächstes Jahr sowieso abgebrochen werden? Das Geld für ein Pastorat ist doch nicht da. Was haben wir also verloren? Gar nichts. Ja, bitte. Mit der Außenwelt sind wir auch schon wieder in Verbindung. Tatsächlich. Moment mal eben. 217 Pastor Brandt. Ja, ich kann Sie gut verstehen. Sie mich auch? Das ist ja wunderbar. Das ist ja aber sehr schnell gegangen mit dem neuen Anschluss, was?
Ja, denn? Ja, ist gut. Vielen Dank erstmal. Tschüss, heute gesund. Die legen sich ja überall mächtig ins Zeug für den Freund vom lieben Gott. Soll uns recht sein, Meta. Soll uns recht sein. So, jetzt geht's aber erstmal ans Aufräumen. Ja, dann mal zu. Ja, ja bitte. Guten Tag auch. Hallo, der Herr Bürgermeister Tietke aus Sarmsdorf persönlich. Das verschafft mir die hohe Ehre, Herr Bürgermeister. Tja, können Sie sich das ja nicht denken, Herr Pastor? Tag erstmal. Tag, Herr Bürgermeister. Bitte, Herr Bürgermeister, nehmen Sie doch Platz. Danke. Alles meins. Tja. Heute Morgen habe ich das ja gleich zu hören gekriegt. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie leid mir das tut. Sowas ist ja eine ganz böse Sache, verdammt nochmal. Oh, Verzeihung, Herr Pastor. Ja, und da dachte ich, da muss er gleich mal zu dem Herrn Pastor hin und nach dem Rechten gucken. Nur gucken Sie, viel gibt's nicht zu sehen. Nee, ich sehe schon. Ziemlich kümmerlich. Ach, brauchen Sie mich noch, Herr Pastor? Aber klar, Meta, brauche ich Sie. Immer. Im Augenblick allerdings nicht. Na schön, dann gucke ich jetzt mal meine Stube und die Küche an. Ja? Tun Sie das. Wiedersehen, Herr Bürgermeister. Wiedersehen, Meta. Wiedersehen. Tja, das war ja ein verdammtes, ein verteufelstes, böses Gewitter heute Nacht. Nicht, Herr Pastor? Ja, böse, verdammt und verteufelt. Richtig, Herr Pastor, Sie nehmen das ja gar nicht so genau. So? Naja, der liebe Gott hat mal wieder ordentlich geschimpft, wie man so sagt, nicht? Das heißt, bei uns in Sarmsdorf hat er nur geschimpft. Passiert ist nichts, Gott sei Dank. Da können Sie von Glück sagen. Aber hier in Lünkenhagen brennen gleich 2 Häuser auf Mal ab. Ist das die Möglichkeit? Naja, das ist ja kein Wunder. 3 Monate kein Regen und heute Nacht auch mal nur ein paar Tropfen. Da brennt's, droht der Häuser wie Zunder. Ja. Ach, darf ich rauchen, Herr Pastor? Aber bitte, Herr Bürgermeister. Sie auch eine? Nein, danke schön. Aber ich habe, glaube ich, Feuer für Sie. Das ist nett. Bitte sehr. Ja. Danke. Aber trösten Sie sich, Herr Pastor. Allzu viel war mit Ihrem Haus ja sowieso nicht mehr los. Neu. Ja, natürlich, der Schaden ist da und wenn auch die Versicherung bezahlen muss, Loch bleibt immer ein ziemliches sogar. Und darum, Herr Pastor, darum bin ich hier. Ja. Ihre alte Gemeinde Sarmsdorf, Herr Pastor, der Sie 5 Jahre als Seelsorger vorgestanden haben, will Ihnen beweisen, was wahre Nächstenliebe ist. Und will Ihnen erstmal mit diesem Scheck hier so ein bisschen unter die Arme greifen. Was? 5.000 Mark? Ja, fürs Erste, Herr Pastor, für die größte Not ist aus der Gemeindekasse. Aber wir werden in Sarmsdorf natürlich noch eine Sammlung machen. Und Sie können da Gift draufnehmen, dass da mindestens nochmal 5.000 Mark zusammenkommen. Ja, aber Bürgermeister. Das Geld kann ich aber nicht gut annehmen. Aber warum denn nicht? Haben Sie uns nicht immer von der Kanzel gepredigt, dass einer dem anderen in der Not beistehen muss? Und das wollen wir nun. Ist doch ganz einfach Christenpflicht. Ja, natürlich. Bei der Sammlung für die Asylanten hier in Lünkenhagen hat die Gemeinde Sarmsdorf mal nur 500 Mark gegeben, soviel ich weiß. 500 Mark für 100 Leute. 5.000 für einen Pastor. So dürfen Sie nicht rechnen, Herr Pastor. Das muss ich aber. Als Christ und erst recht als Pastor. Aber schön, Herr Bürgermeister. Bin ja nebenher auch noch Mensch. Ach, das will ich doch meinen. Und nehme das Geld dankend an. Das ehrt uns, Herr Pastor, das ehrt uns sehr. Können wir in Sarmsdorf vielleicht sonst noch was für unseren alten Herrn Pastor tun? Ja, wir hätten sogar ein Haus für Sie. Besser als dieser alte Schuppen hier. Naja, ich darf ja nicht unbescheiden werden. Ach, was heißt hier unbescheiden? Sagen Sie, was Sie brauchen und wir in Sarmsdorf treiben das auf. Für Sie ist uns nichts so teuer und so wieder, Pastor. Naja, mit dem Haus in Sarmsdorf kann ich im Augenblick nicht viel anfangen, aber Bettwäsche könnte ich gebrauchen. Ja, und Decken, vielleicht ein paar Möbel, Tisch, Stühle, Schrank und sowas. Wird gemacht, Herr Pastor, wird gemacht. Mit dem ganzen Möbelwagen komme ich an. Sie kriegen so viel, dass Sie diesen Krempel hier wegschmeißen können. Wir in Sarmsdorf wissen doch, was wir unseren alten Herrn Pastor schuldig sind, Herr Pastor. Ich bin aber nicht mehr Ihr Pastor. Ja, das ist ja das Leiden. Unter uns, Herr Pastor. Der neue Pastor passt uns gar nicht, Herr Pastor. Aber warum denn nicht? Pastor Lemke ist doch ein feiner Mensch. Feiner Mensch, feiner Mensch. Wir brauchen, der ist viel zu scharf, wir brauchen wieder einen Pastor wie Sie, Herr Pastor. Der auch mal ein Auge zudrückt, wenn das, naja, Sie wissen schon, was ich sagen will. Ja, ich weiß Bescheid. Bei Ihnen habe ich da auch mal ein Auge zugedrückt. War das nicht so? Ich schwöre, dass ich sowas nie wieder gemacht habe, Herr Pastor, nie. Ja. Dann hat sich das Augenzudrücken ja gelohnt. Ja, natürlich.
Aber zu Pastor Lemke kann man nicht gehen mit sowas. Mit was? Naja, mit einmal. Ach, Sie wissen doch, Herr Pastor, Sie sind doch schließlich auch ein Mensch, nicht? Ja, das bin ich. Ich weiß genau, was Sünden sind. Und darum, Herr Pastor, wäre das viel besser, wenn Sie wieder zu uns nach Samstorf gehen. Der Posten wäre doch frei. Ja, darüber habe ich nicht zu bestimmen. Ja, Sie können sich doch bewerben. Was das kostet, bezahlen wir. Ich habe hier in Lünkenhagen noch allerhand zu beschicken. Lückenhagen ist doch nicht Samstorf, Herr Pastor. Und Sie haben doch nur gemerkt, wie wir an Ihnen hängen. Hier hängt man auch an mir. Ja, aber wer mehr an Ihnen hängt, das soll sich erst noch rausstellen. Wir gehen in die Konkurrenz mit den Lückenhagenern. Überlegen Sie sich das mal gut, Herr Pastor. Ja, schön. Überlegen kann ich mir das ja nochmal, Herr Bürgermeister. Aber nun müssen Sie mich bitte entschuldigen. Ich habe heute Mittag noch eine Beerdigung. Oh nee. Ja. Wer ist denn gestorben? Die alte Mutter Wachtel. Mutter Wachtel? Kenn ich nicht, ne. Also dann auf Wiedersehen, Herr Pastor. Auf Wiedersehen. Und vielen, vielen Dank, Herr Bürgermeister. Ach, da doch nicht für. Oh, eine Frage noch, Herr Pastor. Ja. Was tut Lückenhagen denn nur eigentlich für Sie? Oh, allerhand. Dieses Haus habe ich erst mal gekriegt und die Einrichtung. Kümmerlich, kümmerlich. Und finanziell? Das weiß ich noch nicht, aber Lünkenhagen wird sich bestimmt so anstrengen wie Samstorf. Das soll sich erst noch rausstellen, Herr Pastor. Warten Sie mal ab. Also dann auf Wiedersehen, Herr Pastor. Ich gucke mal wieder rein. Bald. Wiedersehen, Herr Bürgermeister. Herr Pastor? Herr Bürgermeister. Herr Pastor? Bürgermeister. Herr Pastor? Tja, dass das so gut anfängt, hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Sei mir mal nicht böse, aber jetzt komme ich auf Geschmack. Hier ist Pastor Brandt aus Lünkenhagen. Spreche ich mit dem Bürgermeisteramt in Telsen? Ach, selbst am Apparat. Ja, Tag, Herr Bürgermeister. Ja, ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich heute leider nicht nach Telsen kommen kann. Ach, Sie haben das schon gehört. Ja, ja, schlimm, nicht. Ja, was soll man machen? Müssen wir eben noch mal wieder ganz von vorn anfangen? Nö, sonst ist alles in Ordnung. Ich bin gesund und munter. Ja, und ich habe hier auch schon so viel Freude erlebt. Die Menschen hier sind doch besser, als ich gedacht habe. Ja, Lünkenhagen hat mir schon wieder ein Haus und eine halbe Einrichtung beschafft, ja. Und gerade eben war der Bürgermeister Tietke aus Samstorf hier und hat mir doch wahrhaftig einen Scheck über 5.000 Mark gegeben. Ja, und einen Möbelwagen voller Sachspenden will er auch noch schicken. Was meinen Sie? Nein, Herr Bürgermeister. Also das geht zu weit. Ja, das kann ich nicht auch noch annehmen. Ist ja schön, dass Sie mein Andenken in Ehren halten. Aber in Ihrer Gemeinde haben Sie doch sicher auch genug Sorgen, was? Ja, ich verstehe. Ja, also, wenn Sie mir so zusetzen, Herr Bürgermeister, dann kann ich ja einfach gar nicht Nein sagen. Ja, natürlich, das ist Christenpflicht, ja, natürlich. Also schön, ich komme dann in den nächsten Tagen, Herr Bürgermeister. Und vielen, vielen Dank erstmal. Tschüss, heute gesund. Nochmal 5.000 Mark. So, ich habe erstmal eine Tasse Kaffee gekocht. Die will sie wieder aufmuntern. Oh, Meta, ich bin so munter wie noch nie. Also, dass Sie so die Nacht wie die letzte so einfach abschütteln können, Herr Pastor. Was bleibt uns anders übrig, Meta? Komm, schüttel dich auf. Aber setz erst mal das Tablett ab, sonst gibt das einen Fußbad. Pastor. Aber stellen Sie sich mal vor, in der Küche ist schon wieder alles, was ich gebrauchen kann. Töpfe und Pfannen und Geschirr und Bestecke, sogar Tücher und Schaufel und Besen. Ach, und hier. Hier, dieser Zettel. Das steckt er im Küchenschrank. Ah ja, für unseren lieben Pastor. Mit freundlicher Empfehlung vom Einrichtungshaus Dreier. Was habe ich dir gesagt? Überschütten werden Sie uns. Mich, den Pastor. Weil Sie glauben, dass ich den Schlüssel für das Himmelstor habe. Ja. Ich wollte Ihnen nur mal zeigen, was ich für die 500 Mark alles gekriegt habe. Bettwäsche natürlich auch. So. Hier, Hut, Kleid, Schuh, eine Tasche und ein Mantel war da noch bei über. Und ein Gemälde, Herr Pastor, hier. Heidelandschaft mit Engeln. Habe ich natürlich an Sie dabei gedacht, Herr Pastor, wollen Sie mal sehen? Nee, bitte nicht. Das Bild kenne ich ja. Ja, Herr Pastor, aber nun ist das Geld alle. Wie so ein Tropfen auf
Töpfe und Pfannen und Geschirr und Handtücher und Teppich und Plättleisten. Und alles. Das nächste Mal komme ich lieber mit, wenn Sie einkaufen. Ja. Wer hat Ihnen denn diese Klamotten angedreht? Dreier. Also angedreiert? Wieso? Mögen Sie das nicht? Ja, also wenn Sie mich fragen, Frau Fackler, muss ich sagen. Sagen Sie lieber nichts mit. Ist doch vielleicht besser nicht. Wer hat Sie denn da bedient? Der Chef persönlich, Herr Dreier. Und er hat mir ganz doll die Hand gedrückt und hat mir von Herzen sein Beileid ausgesprochen. Und dann hat er mir sogar, weil ich ja nur alles verloren habe, noch eine große Porzellanfigur geschenkt. Ja. Eine Frau mit so 2 Windhunden. Die ist hier drin, die zeige ich Oh, Ihnen. nee, aber vielen Dank. Na, bitte, bitte nicht, bitte. Ja. Ja, hier ist Pastor Brandt. Könnte ich bitte Herrn Dreier persönlich sprechen? Ja, ist gut, ich warte so lange. Was wollen Sie denn von Herrn Dreier? Ich habe alles bar bezahlt, Herr Pastor. Ich habe nichts anschreiben lassen. Ich kann Ihnen die Kassenzettel, wo habe ich die denn? Kann ich Ihnen zeigen? Habe ich alle hier. Habe ich alle in der Tasche. Hier, 1, 2, Aber was? 3, 4. Bedanken will ich mich bei Herrn Dreier. Bedanken? Ja. Meinetwegen. Eigentlich kann ich Dreier ja nicht ausstehen, aber diesmal war er wirklich sehr nett. Und er hat mir sogar gesagt, wenn ich alle meine Sachen, die ich brauche, bei ihm kaufe, könnte er mir einen guten Rabatt geben. 10%. Ja, hallo. Ja, bitte. Ach, Ach so. nein. Ich will nachher mal zu Sie mal sehen, was der mir gibt. Ja. Ne? Denn ich finde ein bisschen mehr wie so eine schädrige Porzellanfigur. Hätte der reiche Dreier mir doch gern schenken können. Nicht? Ja. Das heißt, wenn ich nur von jedem Menschen hier in Lückenhagen nur ein Teil bekomme, dann käme ich ja auch gut zurecht. Ne? Ja, Herr Dreier. Ja, hier ist Pastor Brandt. Ich wollte mich nur bei Ihnen bedanken, Herr Dreier. Ja, natürlich. Das ist Christenpflicht. Ja, nun muss ich sagen, dass Sie einen guten Geschmack haben, Herr Dreier. Nein, ich meine die Sache, die Sie mir geschickt haben. Ich meine das Zeug von Frau Fackler. Ja, sie ist hier bei mir und bedankt sich ebenfalls für diese, ja, wie nennt man das noch? Diesen Kram, was? Das habe ich nicht verstanden. Ah so, oh, Herr Dreier, das hört sich aber gut an. Das ist dann nicht nur wieder Christenpflicht. Ja. Ja, ich sag Frau Fackler Bescheid. Und vielen, vielen Dank, Herr Dreier. Ja, auf Wiedersehen, Herr Dreier. Was habe ich denn angestellt? Gar nichts. Gehen Sie mal noch mal zu Dreier und holen sich da was ab. Umsonst? Ja, umsonst. Oh Mensch, Herr Pastor, sagen Sie mir schnell was. Naja, Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen. Genau dasselbe, was ich auch gekriegt habe. Oh, Herr Pastor, nun komme ich dahinter. Also ich gehe doch wieder nach Kirche. Das hat damit nichts zu tun, Frau Fackler. Ach, Herr Pastor, wenn bloß mein Jan hier wäre, wo treibt der Bengel sich rum? Glauben Sie, dass er sich Arbeit sucht? Aber bestimmt. Oh, ich hätte ihn zu gern bei mir. Wissen Sie, wenn das nämlich immer so weitergeht hier, denn der macht Abbrennen direkt Spaß. Mir auch. Oh. Ja, bitte. Ach, Fräulein Dreier. Oh, Lieschen. Oh Mann, willst du mich schon holen? Ich, wieso? Na, wegen dem ganzen Geschirr doch und... Ach nee, so schnell geht das ja gar nicht, nicht? Ich möchte gern. Na, Wo man Augenblick Zeit für mich, Herr Pastor. Aber gewiss, für meine Kinder habe ich doch immer Zeit. Tag, mein Dear. Setz dich doch erstmal. Ja, Frau Fackler. ja, Herr Pastor, ich gehe ja schon. Ich gehe jetzt zu Dreier, zu deinem Vater, Lieschen. Tschüss, Herr Pastor, nochmal vielen Dank. Und wenn ich alles zusammen habe und das auch tragen kann, dann komme ich nochmal vorbei. Ja, tun Sie das. Na, mein Dear, wo brennt das denn? Bist du ein Kind? Woher wissen Sie das, Herr Pastor? Oh, habe ich also richtig getippt. Das wollte ich gar nicht so schnell. So. Du kriegst also ein Kind. Ein Kind ist was Schönes. Ist was ganz Wunderbares, das weißt du doch. Und zu einem Kind, da freut eine Mutter sich doch, nicht? Freuen, habe ich gesagt, nicht weinen. Das macht das Kind gar nicht haben. Komm, du setz dich doch erst mal. So. Wann soll es denn kommen? Zu Weihnachten. So, zu Weihnachten. Was soll es denn werden? Junge oder Mädchen? Ach, Herr Pastor, Ja, am dann sag liebsten. doch mal. Aber das geht doch nicht, Herr Pastor. Das geht nicht. Dass du ein Kind kriegst? Ja, hör mal. Du bist 22 Jahre, warum soll das wohl nicht gehen? Auch Sie wissen ja gar nicht, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, mein Dirn. Er ist doch nicht verheiratet. Nee. Und dann fällt mir erstmal Stein vom Herzen.
Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, Herr Pastor. Ja, wenn ich der Vater von deinem Kind wäre, würde ich dich auf der Stelle heiraten. So gehört sich das doch wohl, nicht? Eigentlich ja. Und nicht eigentlich. Hast du ihn denn lieb? Ja, Oh, ganz doll sogar. Er dich auch? ich glaube ja. Ja, das ist doch alles in Butter. Dann geht ihr erstmal zum Bürgermeister und dann kommt ihr auch zu mir. Und dann machen wir auch vor dem lieben Gott Mann und Frau aus euch beiden. Aber das geht ja eben nicht. Ja, warum ja nicht? Weil mein Vater... Ja, komm, an dir. Ich weiß schon, was du sagen willst. Aber aus den Zeiten sind wir nur endlich mal raus. Er hat also nichts. Oder nicht viel, dein Bräutigam. Nee, nicht viel. Aber er ist doch gesund und kann arbeiten. Sicher, das kann er, wenn er mal will. Warum tut er das nicht, der Lümmel? Er ist mir weggelaufen Weggelaufen ist er. und er hat gesagt, er kommt nicht wieder. Den kriegen wir bei der Büchs. Oder ist er schon lange weg? Nee, seit gestern Abend erst. So. Sag mal, mein Herr, du weißt doch, dass ich über alles schweigen werde und schweigen muss, was du mir erzählst. Ja, Warum sagst du mir denn nicht, dass das Jan Facklam ist? Sie wissen aber auch alles, Herr Pastor. Wenn er nicht wiederkommt, dann... Dann gehst du doch lange nicht ins Wasser. Ach, die Schande, Herr Pastor. Das kann ich meinem Vater nicht antun. Ja, was hat denn dein Vater damit zu tun? Der kriegt doch nicht das Kind. Ach, ich meine doch... Ich weiß, was du meinst, mein Herr. Aber du hast nun für nichts anderes mehr zu leben als für dein Kind. Und wer sich in diesem Zustand was antut, das ist ein Mörder. Er nimmt nicht nur ein, der nimmt zwei Leben, die Gott gegeben hat. Verstehst du mich? Darüber sind wir uns also einig. Ja, Herr Pastor. Und Jan Facklam kommt zurück, wart man ab. Auch er hat gesagt, das kann nichts aus uns werden. Und darum können wir uns nun nicht mehr sehen. Ja, und hier hat er doch keine vernünftige Arbeit. Und mitnehmen kann er mich auch nicht. Ja, und darum Der geht es... Feigling, der. Das heißt, weiß er überhaupt schon, dass er für Mutter und Kind zu sorgen hat? Nee, das weiß er noch nicht. Ach, das mochte ich ihm noch nicht sagen. Bist du ja auch ein Feigling. Ja, aber dann dürfen wir Jan auch nicht ganz so böse sein. Das bringe ich ihm dann bei. Wenn er mal bloß wiederkommt. Hast du eine Ahnung, wo er hin ist? Nee, Jan Facklam ist kein schlechter Kerl. Er ist doch immer für seine Mutter da gewesen. er weiß doch gar nicht, dass sie abgebrannt ist. Ja, das ist ja großartig. Dann müssen wir ihm das eben beibringen. Ich will ihn aber nicht zwingen. Das sollst du auch nicht, mein Dear. Das mache ich schon. Und über das andere, mit deinem Vater und so, weißt du, da machen wir so einen richtigen Kriegsplan. Siehst du? Nun sieht die Welt doch schon wieder ganz anders aus. Ja. Aber nicht zu Frau Facklam sagen. Was zwischen Jan und mir ist, das weiß kein Mensch. Aber wie werd ich denn, mein Dear? Kriegst eine gute Schwiegermutter. Meins wirklich? Ja, wirklich. Frau Facklam. Das wird Zeit. Oh ja, vielen Dank, Mädchen. Davon Dreier. Ja, Frau Facklam hat so einen lütten Tick, sagt man ja wohl. Ja, aber ein gutes Herz ist offen, ehrlich und frei weg. Andere Menschen sind das leider nicht. Naja, und so einen kleinen Tick haben wir ja wohl alle. Ja. So, mein Dear, du musst mich aber entschuldigen, das wird nun höchste Zeit für mich. Zu keinem Menschen habe ich was gesagt, Herr Pastor. Aber zu Ihnen... Ich bin ja auch kein Mensch. Ich bin Pastor. Nee, eben nicht. Ja, Hauptkommissar Meinke. Meinke von der Kripo aus Fuhlenburg? Hat er nicht gesagt. Augenblick, Mädel, ich bin gleich so weit, ja? Das reißt und reißt nicht ab und dabei sieht das hier noch aus. Ach, Herr Pastor, ich habe Ihnen noch gar nicht gesagt, wie leid mir das alles tut. Du hast ja auch an ganz was anderes zu denken, mein Dear. Tu das auch weiter, aber mit der Nase nach oben. Tschüss, mein Dear. Du musst mich nur mit dem Herrn Hauptkommissar allein lassen. Der hat auch was auf dem Herzen. Aber was du hattest, ist viel, viel schöner. Auf Wiedersehen, Herr Pastor. Und vielen, vielen Dank. Tschüss, mein Dear. Tschüss. Bitte schön, Herr Hauptkommissar. Guten Tag, Wilhelm. Danke, dass wir uns auf diese Art wiedersehen, was? Tja, es ist lange her, dass wir uns zuletzt über den Weg gelaufen sind. Freut mich aber trotzdem. Komm, setz dich doch. Oh ja, danke. Wie geht's? Oh, gut. Tasse Kaffee? Nee, danke. Darf ich? Aber klar doch. Tja, du, ich komm ganz dienstlich. Das kann ich mir wohl denken, Herr Hauptkommissar. Soweit hast du es ja nun gebracht. Ja. Ja, und ich bin mal ein ganz einfacher Pastor geblieben. Schieß mal los, Herr Hauptkommissar. Tja, Wilhelm, was sein muss, muss sein. Also, wir haben vorhin die Brandstellen inspiziert. Die Feuerwehr hat uns geholt. So, die Feuerwehr. Und da habe ich nun noch ein paar Fragen. Ja, Frage. Das war ja ein richtig dummer Zufall, dass hier in Lückenhagen gleich 2 Häuser durch das Gewitter abgebrannt sind.
Gegen Zufall kann auch ein Pastor nichts machen. Bei einer Feuerwehr konnte bloß das Haus von Frau Facklam gelöscht werden. Du bist, wie man so sagt, zu kurz gekommen. Naja, die wichtigsten Sachen haben wir noch retten können. Bei Frau Facklam ist der Blitz um 11:45 eingeschlagen. Ja? Wann bei dir? Du, das kann ich dir nicht genau sagen, Hinak. Ich habe die Feuersirene gehört, bin aufgestanden und wollte los. Das sah ich mit mal, ich war schon auf der Straße. Rauch und Qualm an meinem Dach. Wo genau? Bei der Bodenluke. Bin sofort zurückgelaufen und dann haben wir angefangen und die wichtigsten Sachen rausgeschleppt. Leute aus der Nachbarschaft haben uns noch dabei geholfen. Ich glaube, es hat keine Viertelstunde gedauert, da stand das ganze Haus in Flammen. Feuerwehr konnte ich ja nicht alarmieren, die war ja bei Frau Facklam. Ja, überhaupt kein Regen die letzte Zeit. Alles ausgetrocknet. Und denn ins Strohdachhaus. Ach, sag mal, Wilhelm, als du noch im Haus warst oder nachher auf der Straße, ist dir da was aufgefallen? Was Verdächtiges? Nee, wieso? Tja, ich muss dir nun nämlich leider sagen, dass dein Haus nicht durch einen Blitz abgebrannt ist. Ja, wodurch denn? Brandstiftung. Brandstiftung? Klipp und klar Brandstiftung. Ist ja wohl nicht möglich. Doch, wir haben da leider Beweise für. So, Beweise. Nun hast du einen ganz bestimmten Verdacht. Bestimmten? Naja, mein Haus war nichts mehr wert. Und weil hier in Lückenhagen sowieso ein Pastorat gebaut werden soll, dann... Oh, Philipp, du bist Pastor. Pastor ist auch bloß ein Mensch. Aber ich bitte dich. Die Idee, du hast womöglich dein eigenes Haus angesteckt, die ist doch absurd. Wirklich? Aber natürlich. Naja, ich kann dich in diesem Fall auch beruhigen, Hinak. Mein Haus war nämlich nicht mehr versichert. Was? Du, das ist aber genauso absurd. Hab ich dir ja gesagt, ein Pastor ist auch bloß ein Mensch. Ich habe doch wirklich vergessen, die Versicherung neu abzuschließen. Die haben noch vor der Zeit mal geschrieben, aber das habe ich dann auch wieder vergessen. Dann kriegst du von der Versicherung ja kein Pfennig. Nee, kein Pfennig. Du, also sei mir nicht böse, Willem, du, aber das ist schön schied, ne? Ja, naja, da muss ich hiermit fertig werden. Frau Facklam ist schlimmer dran, die war ja auch nicht versichert. Willem, wir müssen den Brandstifter finden. Und der muss den berappen, wenn er das kann. Auf was du, Hinak, ich habe ihm schon vergeben. Und der liebe Gott wird das wohl auch tun. Mein Haus war nichts mehr wert und zu Schaden gekommen ist niemand. Brandstiftung bleibt Brandstiftung und steht unter Strafe. Ob der Schaden groß ist oder nicht. Ach übrigens, eine Spur haben wir schon. Tatsächlich? Hinter deinem Haus sind ganz frische Fußspuren. Von Männerschuhen und auch von Frauenschuhen. Ja. Und dann haben wir in deiner kleinen Laube einen Schlüssel gefunden. So. Wenn wir zum Beispiel rauskriegen, wem der Schlüssel gehört, dann sind wir schon einen Schritt weiter. Du, bloß eins ist mir nicht klar bei dieser Brandstiftung. Was denn wohl nicht? Ja, das Motiv. Warum hat jemand dein Haus eingesteckt? Tja, Hinak, das kann ich dir leider auch nicht sagen. Also du bist zu bewundern, Wilhelm. Jeder andere wäre nun verbiestert und verärgert. Aber Pastor Brandt spricht von Vergebung und verliert nicht mal den Humor. Was bleibt mir anders übrig, Hinak? Aber nun musst du mich bitte entschuldigen, das wird höchste Zeit für mich. Sicher doch. Aber du hörst von mir. Und drück uns die Daumen, dass wir den Brandstifter schnell finden. Das tue ich, Hinak. Jedenfalls ist eine Brandstiftung mit so wenig Komplikationen nicht so schlimm. Ich kann sie verkraften. Du, ich kann sie sogar noch mehr verstehen als meine Dummheit, dass ich die Versicherung nicht neu abgeschlossen habe. Tschüss, Hinak. Tschüss, Wilhelm. Komm, ich bring die noch. Oh ja, danke. Kannst du denn wenigstens meine Dummheit verstehen? Hm? Und Sie wissen wirklich nicht, wann der Herr Pastor wiederkommt? Nee, habe ich doch schon mal gesagt. Der Pastor ist weggefahren. Ja, wo denn hin? Nach Telsen. Ach so, nach Telsen. Telsen? Da war der Herr Pastor doch auch mal Pastor, nicht? Ja, 5 Jahre. Ah, 5 Jahre. 5 Jahre in Telsen, 5 Jahre in Sarmsdorf und nun bald 5 Jahre hier in Lückenhagen. Der will doch wohl nicht bald wieder abhauen hier von Lückenhagen, meine ich? Nee, kann man alles nicht wissen, sowas kommt manchmal über Nacht. Na, das wäre ja schrecklich. Also, alles was recht ist, aber bis ich meinen ganzen Backbärmus wieder zusammen habe, muss der Herr Pastor unbedingt hier bleiben.
Darum also bloß. Sie sind mir eine. Wieso, hier in Lüngenhagen denkt jeder nur immer an sich. Darf ich das denn nicht auch mal? Ich finde, man hat Ihnen schon ganz schön unter die Arme gegriffen in den 3 Tagen nach dem Brand. Ja, und das habe ich dem Herrn Pastor zu verdanken. Ihn ganz allein. Ohne ihn sehe ich doch nur noch auf einer alten Matratze. Und das ist doch so, Meta, das müssen Sie doch einsehen, wenn man alles verloren hat. Dann dauert das eine lange Zeit, bis man mal wieder so richtig zufrieden ist. Das geht Ihnen doch auch so. Beschwer mich aber nicht und klag nicht. Ja, das tue ich ja auch nicht. Ich bin doch bloß ein bisschen hinterher. Ich glaube, der Herr Pastor hat bis jetzt mehr für Sie getan als für sich selbst. Ja, das muss er doch auch als Pastor. Das ist doch Christenpflicht. Ja, nein, wenn ich schon mal Pastor werde, dann muss ich wissen, dass immer erst mal die anderen kommen und dann erst ich selbst. Sagen Sie mal, schämen Sie sich eigentlich gar nicht? Schämen, wieso denn schämen? Da habe ich nach der christlichen Lehre ein Recht drauf. Ich bin schließlich arm. Sie können aber gern ein bisschen bescheidener sein. Bescheiden. Sind die Reichen hier vielleicht bescheiden? Na, mit Bescheidenheit haben die ihren Wohlstand bestimmt nicht gemacht. Na, für diesen Wohlstand hat aber auch mancher viel arbeiten müssen. Naja, mancher schon, aber mancher auch nicht. Ja. Sagen Sie mal, was wollen Sie alle vom Herrn Pastor? Ja, mein Geld ist schon wieder alle. Also, der Herr Pastor kann sich doch kein Geld aus den Rippen schneiden. Ne? Nee, aus seinen eigenen soll er das ja auch gar nicht. Aber aus den Rippen von den satten Lüngenhagenern, und das versteht er prima. Sagen Sie mal ganz ehrlich, Frau Fackler, wenn hier in Lüngenhagen nur jemand anders abgebrannt wäre und Sie sollten nur was hergeben oder Geld stiften, was haben Sie denn wohl gemacht? Ist der Arm, der abgebrannt ist und nicht versichert? Nehmen wir mal an. 10-mal so viel wie die Reichen hätte ich gegeben. Das ist wohl nicht gut möglich, ne? Können Sie rechnen? Ja. Die Reichen hier, die haben alle ein Vermögen von, na, sagen wir mal 100.000 Mark. Na. Nee, das ist nicht zu hoch gegriffen. Wenn die in so einem Fall nur 100 Mark geben würden, und das fällt Ihnen schon schwer, dann sind das nach Adam Riese 0,1%. Und ich habe ein Vermögen von 400 Mark Rente im Monat. Wenn ich davon nur 4 Mark gebe, dann ist das ein ganzer Prozent, also 10-mal so viel. Wenn man das so ansieht, Ja, so muss man das ansehen. Und in der Kirche halte ich das genauso. Wenn der Klingelbeutel rumgeht, dann stecke ich da einen Groschen rein. Und mein Nachbar, der reiche Kaufmann Dreier, 5 Mark. Und dann bildet der sich noch was ein und weiß gar nicht, dass so eine arme Witwe für die Armen viel mehr getan hat als er. So ist das. Relativ, sagt man dazu. Relativ. Und das ist gut, dass wir hier in Lüngenhagen einen Pastor haben, der weiß, was relativ ist. Naja, und solange ich da relativ gut bei abschneide, warum denn nicht? Für solche Leute wie ich ist die Christenpflicht ja schließlich eingeführt, nicht? Ich bin arm und hab nichts. Und die Asylanten hier im Lager, die haben auch nichts. Wenigstens nicht alle. Aber um die kümmert sich der Herr Pastor auch 10-mal mehr als der Bürgermeister. Nee, einer ist da noch mehr zu finden. Kaufmann Dreier. Aber der kommt dann immer mit einem großen Wagen voll Ramsch und will verkaufen und holt das Geld. Wenn man vom Teufel redet, ist er nicht weit. Also Frau Fackler, Sie sind respektlos. Wieso? Ich meine doch nicht den Herrn Pastor. Ich meine Kaufmann Dreier. Wir kriegen Besuch. Na, wir doch wohl nicht, ne? Och, lassen Sie ihn ruhig rein. Wir sind ja nur gute Freunde, ne? Und er muss ja doch gleich wieder gehen. Herr Pastor ist ja nicht da. Herein! Ja, bitte. Schönen guten Tag. Da, Herr Dreier. Ach, der Herr Pastor ist wohl nicht zu sprechen. Im Augenblick leider nicht, Herr Pastor ist unterwegs. Ja, in Theelsen ist er. Ja. So, in Thesen. Ja, und wann er wieder zurückkommt, das ist wohl nicht abzusehen. Na, um 12 wird er wohl wieder hier sein. Ne? Also zu mir haben Sie gesagt, Sie hätten keine Ahnung, wann er zurückkommt. Na ja, zum Mittag doch für sicher, ne? Hätten Sie was Besonderes, Herr Dreier? Ja, aber das muss ich mit Herrn Pastor allein besprechen. Ich komme nachher noch mal wieder, ich muss ihn sowieso vorbereiten. Ist gut, Herr Dreier. Ach, Frau Fackler, wo ich Sie gerade sehe. Sagen Sie mal, was macht eigentlich Ihr Jan? Mein Jan? Wenn ich das mal selbst wüsste, seit dem Abend vor dem Brand habe ich nichts mehr von ihm gehört.
Der sucht sich wohl irgendwo Arbeit. Hier in Lüngenhagen ist auf dem Bau ja nichts mehr zu verdienen, wo schon jeder Mensch mindestens ein neues Haus hat. Wird er denn überhaupt noch mal wiederkommen in der nächsten Zeit? Ja, natürlich. Was denken Sie denn? Der lässt mich doch nicht ins Stich. Der weiß doch nur nicht, was passiert ist. Sonst wäre der schon längst wieder hier. Ach, Fräulein Meter, ich habe hier natürlich nichts zu sagen, aber können Sie es vielleicht trotzdem einen Augenblick allein lassen, Frau Facklam und mich? Ja, aber gern, Herr Dreier. Vielen Dank. Sie tun ja so geheimnisvoll. Ist ja wohl auch ein Geheimnis. Kennen Sie wohl diese Handschrift? Das ist ja mein Jung seine. Wo kommt der Brief her? Aus Hamburg. Das können Sie an den Poststempel sehen. Vorgestern Abend abgeschickt. Und den hat mein Junge an Sie geschickt. An mich nicht, aber an meine Lieschen. An Lieschen? Und dann haben Sie den Brief einfach aufgemacht. Herr Dreier, muss ich mich als Jans Mutter gegen verwahren. Ich habe ihn aus Versehen aufgemacht. Er lag zwischen meiner Post. Und was steht da drin? Ja, wenn Sie das wissen, muss ich das ja wohl erst recht wissen, nicht? Bloß ein Satz. Bitte. Ich hätte es nicht tun sollen, aber ich mache alles wieder gut. Keine Unterschrift. Wieso, was hätte er denn nicht tun sollen? Was will er denn wieder gut machen? Ja, das weiß ich nicht. Sie vielleicht? Woher wollen Sie überhaupt wissen, dass dieser Brief von meinem Jan ist? Sie als seine Mutter haben diese Handschrift gerade eben selber identifiziert. Identifiziert? Ja. Und vorher hatten Sie keine Ahnung? Nee, Frau Facklam, vorher nicht. Wie geht das ja hinterlistig, mich so reinzulegen? Ich hatte bloß einen Verdacht und den haben Sie mir gerade eben bestätigt. Ein Verdacht? Was hat Jan denn ausgefressen? Na, ich werde mal meine Lieschen fragen. Vielleicht weiß die was. Nein, das werden Sie nicht. Wenn die beiden, Jan und Lieschen, hinter unserem Rücken was abzumachen haben mit Briefen ohne Unterschrift und so, dann haben sie wohl auch ihren Grund dazu. Sind doch keine Kinder mehr. Also, wie Sie das mit Ihrem Jan halten, das ist Ihre Sache, Frau Facklam. Lieschen aber ist mein Kind und ich als Ihr Vater sage... Kommen Sie mir doch nicht mit der alten Leier, von wegen zwei solche, die passen nicht zusammen, weil Lieschen was an der Hacken hat und mein Jung nicht. Na, die Zeiten sind ja wohl vorbei, nicht? Mein Jung kann tüchtig arbeiten und auch eine Frau ernähren. Oh Gott, so weit sind wir ja wohl auch nicht. Aber Sie scheinen ja mehr zu wissen als ich, Frau Facklam. Nix weiß ich, gar nichts. Der Bengel hat mir kein Wort gesagt. Aber wenn er an Lieschen schreibt, an Lieschen und nicht an Sie, dass er alles wieder gut machen will, dann macht er das auch wieder gut. Haben Sie denn noch nie was falsch gemacht? Ich will Ihnen bloß sagen, dass meine Lieschen von mir sollte wirklich was Ernstes zwischen den beiden sein. Die Einwilligung nicht reicht. Braucht sie ja auch gar nicht. Sie ist ja über 18. Oh, ich meine, da hängt ja auch wohl noch was anderes mit dran, ne? Natürlich, das Geschäft. Aber wenn Lieschen denn klein wird und sich danach richtet, dann können Sie sie sowieso behalten. Der will mein Jan sie gar nicht mehr, dann taugt sie nämlich nichts. Frau Facklam, ich muss doch bitten. So eine deren kann mein Jan gar nicht gebrauchen. Und ich so eine als Schwiegertochter erst recht nicht. Du sprichst Sie schon von Schwiegertochter. Ja, mein Junge, der posiert nicht einfach in der Gegend rum. Frau Facklam. Herr Dreier! Wenn er an deren Brief schreibt, dass er alles wieder gut machen will, dann ist ihm das ernst damit. Und dann ist diese deren von diesem Augenblick an auch meine Schwiegertochter. Frau Facklam, nun gehen Sie zu weit. Jawohl, meine Schwiegertochter. Und wer meiner Schwiegertochter ein böses Wort gibt, oder ihr sogar Steine in den Weg legt, der kriegt das mit mir zu tun. Und wenn das der eigene Vater ist... Da hab ich ja auch wohl noch Wort mitzureden, nicht? Aber nicht mit Lieschen! Sie sollten von den Briefen nichts wissen, das ist ja wohl klar. Nicht? Da haben Sie sich als anständiger Mensch nachzurichten. So, nun habe ich keine Lust mehr, mich mit Ihnen zu streiten. Auf Wiedersehen! Aber was ihr ja wieder gut zu machen hat, das kriege ich raus. Darauf können Sie sich verlassen. Wissen Sie, worauf Sie sich verlassen? Darauf können Sie sich verlassen, dass Sie dies Beweisstück nie wieder zu sehen kriegen. Aber was heißt ein Beweisstück? Oh Jan, was hast du ausgefressen? Meine Güte, was war denn bloß los, dass Herr Dreier so in Fahrt war? Aber der war in Fahrt, ich war in Fahrt. Der hatte doch überhaupt keinen Grund, in Fahrt zu kommen. Haben Sie mir irgendwas gesagt? Sind Sie zu nahe gekommen? Ja, das habe ich. Ich habe ihm gesagt, dass mir 10% Rabatt nur zu wenig sind. Wenn ich all meine Sachen bei ihm kaufe. Junge, Sie denken ja wohl bloß noch in Zahlen, was? Wenn Herr Dreier Ihnen 10% Rabatt gibt, dann macht das doch gut mit Ihnen. Dann will er doch bloß Ihr Bestes. Ja, natürlich. Mein Geld.
Aber da will ich so viel wie möglich von behalten. Wiedersehen! Wiedersehen. Oh Gott, nee, diese Frau. Ach, diese Frau. Ja, bei Pastor Brandt. Ach, guten Tag, Herr Bürgermeister Schmidt. Nein, der Pastor ist leider im Moment nicht da. Ist noch nicht wieder zurück. Kann ich was bestellen? Ach, das ist ja nett, Herr Bürgermeister. Augenblick, da muss ich eben mal aufschreiben. Augenblick bitte, ja? Ja, bitte. Ach so. Ja, bitte, kann losgehen. Ja. Was? 3 Betten. Ja. 2 Couchen. Ja. 2 Sofas. Ja. Und 4 Sessel. Ja. Ja, habe ich. Schrank. Einer. Ja. Vitrine. Auch eine. Ja. Kleiderschränke. 2 Stück. Ja. Kommoden. 2 Stück. Ja. Küchenschrank. Ach, nur einer. Na ja, ist gut. Ja. Ja. Und 2 Nähmaschinen. Ja. Können wir alles gebrauchen, Herr Bürgermeister. Was ist mit Bettzeug? Oh, Wolldecken. 18 Stück. Oh, immer her damit, Herr Bürgermeister. Ja. Und wie viel? Oh, Herr Bürgermeister, so viel Geld? 8.470 D-Mark. Und da wird sich der Herr Pastor aber freuen, wenn er zurückkommt. Ja, natürlich, Herr Bürgermeister. Christenpflicht. Ja, ja. Ja, Augenblick. Das ist doch alles von der Gemeinde Möhrendorf, nicht? Ja, ja, das ist bloß wegen meine Liste, die muss ja stimmen, nicht? Ja, ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister. Ja, werde ich dem Herr Pastor ausrichten. Wiederhören. Der Junge, die haben sich aber nicht angestrengt da in Möhrendorf. Na bitte. Tag, Meta. Ah, Herr Bürgermeister. Ja. Gott sei Dank, sie hat mich nicht gesehen. Wer? Frau Fackler. Hinter den Schuppen musste ich mich verstecken, dass sie mir nicht wieder über den Weg läuft. Die hätte mich doch wieder angegangen. Setzen Sie sich mal erstmal hin, Herr Bürgermeister. Danke, Meta. Ist der Pastor nicht da? Nee, im Moment leider nicht. Er ist nach Telsen. Er muss mal bald wiederkommen. So, in Telsen ist er. Da haben Sie auch eine Sammlung für den Herrn Pastor gemacht. Geld und Sachspenden. Und dennoch eine Stiftung von Gemeinderat extra. Ja, ja, darum ist der Herr Pastor ja auch hin. Und aus Samsdorf kommt was. Aus Hake, aus Hammerstedt, aus Müngen, aus Goldentin, aus Poppenbüttel. Ach, und hier. Der Bürgermeister Schmidt aus Möhrendorf hat angerufen und durchgegeben, was wir da alles gesammelt haben. Es hat einen richtigen Aufstand gegeben, dass wir abgebrannt sind. So, so. Ja, ich meine, ist ja schön, dass Sie sich überall um unseren Herrn Pastor so viel Sorgen machen. Aber eigentlich geht das die doch alle gar nichts an. Ist doch Sache von den Lückenhagener. Haben doch alle ihren eigenen Pastor. Die sind aber gar nicht abgebrannt, Herr Bürgermeister, ne? Die wollen sich doch alle bloß einen weißen Fuß machen, weil der Pastor womöglich bald Propst wird. Ich weiß doch Bescheid. Bürgermeister, das dürfen Sie aber nicht sagen, sowas. Und wenn man nachher alles zusammenzählt, dann hinkt Lückenhagen womöglich ganz hinterher, weil ja überall noch viel mehr Geld ist und weil wir hier ja auch das Lager mit den Polacken haben. Asylanten, Herr Bürgermeister. Meinetwegen Asylanten, aber Geld kosten die auch. Und dann will Frau Facklam auch noch was haben. Ja, ja, da war sie wieder hier. Tja, das geht den Herrn Pastor doch eigentlich gar nichts an. Das ist doch Sache von der Verwaltung. Aber die Facklamsche weiß eben, wo Bade den Most holt. Oh, wie kann einer bloß so hinter dem Geld her sein? Ja, ich meine, ich kann ja verstehen, dass die Brandnacht für Frau Facklam eine böse Sache war. Aber auf der anderen Seite, was hat sie denn gehabt? Mann, Herr Bürgermeister. Oh, Tag, Herr Pastor. Mann, der ohne seine Schuld ums Leben gekommen ist. Ja, das stimmt wohl, Herr Pastor, aber... Hätte Frau Facklam ihren Mann noch, dann stellen sie heute ganz anders da. Der hätte doch bestimmt dafür gesorgt, dass das Haus und Inventar versichert gewesen wären. Ja, aber das ärgert einen doch, wenn die Frau sich einfach hinstellt und sagt, so, nun bin ich in Not, nun helft mir. Das tun Sie doch auch nicht, Herr Pastor, und sind genauso in Not. Wenn einer in Not ist und Hilfe braucht, dann geben wir ihm gern und freiwillig. Ob er diese Hilfe nun fordert oder nicht, das hat mit Christenpflicht nichts zu tun. Aber Bescheidenheit ist eine Zier. Doch weiter kommt man ohne ihr. Wissen Sie, so sagt der Volksmund und er hat ja oft recht. Kein Mensch soll hinten anstehen, wenn es ans Große verteilen geht. Aber leider muss manch einer aufpassen, dass er nicht an die Seite geschoben wird. Ja, bitteschön. Ah. Guten Tag. Tag, Herr Broschkiewicz.
Ich krieg den Namen nicht über die Zunge. Sagen Sie Jerzy, ist einfacher. Also gut. Wie geht's, Jerzy? Tja, im Augenblick wohl fast besser als Ihnen, Herr Pastor. Sagen Sie das nicht, mir geht's großartig. Ja, ich will da nicht länger stören. Wiedersehen, Herr Pastor. Herr Bürgermeister, ich hätte Sie gerne nochmal gesprochen. Ja, morgen. Ich komme morgen sowieso ins Lager. Wiedersehen. Herr Bürgermeister, nehmen Sie sich mit. Ich muss Sie auch noch mal was fragen. Ja. Wenn er mich sieht, er immer... Ja. Weil Sie unserem guten Bürgermeister immer ins Geld wollen. Oder müssen, will ich mal lieber sagen. Bitte setzen Sie sich doch, Jerzy. Danke. Zigarette? Ja, entschuldigen. Ja. Also... Ah, das ist aber sehr nett. Dankeschön, Dankeschön. Bitte sehr, Jerzy. Bitte setzen Sie sich doch. Ja. Sie wollen also unserem guten Bürgermeister immer ans Geld. Was soll ich machen? Ich bin Lagersprecher und muss sehen, dass ich für meine Landsleute möglichst angenehme Verhältnisse schaffe. Wie viele sind es denn jetzt? Beinahe 100. Alles Polen? Ja. Wie gut, dass es hier noch die Flüchtlingsbaracken gab. Ja. Naja, und da brauchen wir noch so manches. Und da muss man manchmal ein wenig wie sagt man noch? Hartnäckig. Ja, hartnäckig sein und der Verwaltung immer wieder auf der Wecke fallen. Sagt man so? Ja. Damit er immer wieder rasselt. Ich muss mich jetzt zum Beispiel mit dem Herr Bürgermeister prügeln. Prügeln? Ach, herumschlagen. Dass der Waschraum in Ordnung gebracht wird. Ja, aber das war doch schon lange beschlossen. Ja, aber da sind außergewöhnliche Umstände eingetreten, wie mir Bürgermeister Ares hat geschrieben. Ja, was für außergewöhnliche Umstände? Das wissen Sie selber am besten, Herr Pastor. Ich weiß gar nichts. Das Gewitter hat doch hier in Lugenhagen 4 Menschen, wie sagt man, Dach über Kopf kaputt. Ach so, obdachlos gemacht. Ja. So, und nun heißt es, für Sie kein Geld mehr da. Ja, genau so. So. Ich sehe das natürlich völlig ein und meine Landsleute auch, aber bitte ist es trotzdem für uns. Ja, das glaube ich Ihnen, Jerzy. Wie viel Geld brauchen Sie denn für den Umbau des Waschraums? 4000 Mark. Kriegen Sie, Jerzy. Dafür sorge ich. Och nein, Herr Pastor, so war es nicht gemeint. Lassen Sie mich nur machen. Ja. Haben Sie sonst noch etwas auf dem Herzen? Ja, natürlich. Deswegen bin ich ja gekommen, Herr Pastor. Ja? Wir haben im Lager eine Sammlung gemacht für die Brandgeschädigten, sagt man so? Ja. Und nun möchten wir 112 Mark zur Verfügung stellen. Das ist nicht viel, aber Sie wissen, ja. Das Geld nehmen Sie aber schön wieder mit, Jerzy. Das wäre ja nun noch schöner. Verzeihen Sie, Herr Pastor, aber gerade Sie haben sich immer für uns als Landen eingesetzt. Können wir uns da nicht einmal revanchieren? Wenigstens nach unseren Verhältnissen. Nein, das können Sie nicht. Wir werden schon anders gut entschädigt. Eine Entschädigung reicht nicht aus, Herr Pastor. Das weiß ich. Aus eigener Erfahrung. Nein, es kommt nicht in Frage. Bitte, schlagen Sie unsere bescheidene Hilfe nicht ab, Herr Pastor. Wir Polen haben unseren Stolz. Wissen Sie, ja. Frau Facklam musste ich das Geld vorhin auch schon aufdrängen. Sie wollte es einfach nicht annehmen. Tatsächlich? Tatsächlich. Wir hätten doch selber nichts, meinte sie. Und dann hat sie es schließlich doch genommen. Aber sie wollte sich revanchieren, sagte sie. Ich muss sagen, diese Haltung finde ich sehr anständig. Ich bin unanständig und nehme das Geld. Aber ich revanchiere mich auch. Bitte hier. $112 Mark für Sie und Ihre Haushälterin. So. Dankeschön. Dankeschön, Jerzy. Kommt alles an den gerauchten Pott. Wie bitte? Vielen, vielen Dank, mein lieber Jerzy. Tja. Herr Pastor, und dann ist da noch eine andere Sache. Sie hat allerdings auch etwas mit dem Brand zu tun. Ja, was denn noch? Ich war vorhin auf der Polizei. So, auf der Polizei? Ja.
Und da habe ich zufällig ein Gespräch gehört, dass Ihr Haus nicht durch einen Blitz abgebrannt sein soll. So, rein zufällig. Ja, ich habe sogar gehört, dass man nach einem Brandstifter sucht. Das haben Sie auf der Polizei gehört? Wirklich, ganz zufällig. Und nun muss ich Ihnen etwas sagen, Herr Pastor, nur Ihnen und ganz im Vertrauen. Ja. Ich habe den Brandstifter gesehen. Was? Ja. Mein lieber Jerzy, man soll nie einen Verdacht aussprechen, wenn man damit womöglich einem Menschen Unrecht tun könnte. Auch nicht bei einem Pastor. Das weiß ich doch, Herr Pastor, aber wenn man etwas mit eigenen Augen gesehen hat... Tja. Rauchen Sie noch eine Zigarette, Jerzy? Ja, gerne, Herr Pastor. Bitte schön. Danke. Sie wollen also mit eigenen Augen gesehen haben, wie jemand mein Haus in Brand gesteckt hat. Das habe ich nicht gesagt, Herr Pastor. Oh, dann sieht die Sache ja schon anders aus. Bitte setzen Sie sich doch wieder, Jerzy. Danke. Was haben Sie denn mit eigenen Augen gesehen? Habe ich gesehen, wie vor dem Gewitter jemand in Ihren Garten schlich. Ach. Ja. Sie haben doch hinter Ihrem Haus so eine wunderhübsche kleine... Laube. Ja, Laube. Und von dort aus kann man doch durch eine Hintertür ins Haus kommen. Nicht wahr? Wenn sie nicht verschlossen war, ja. Wer hat nun mitten in der Nacht in diese Laube etwas zu suchen? Wer sieht sich nach allen Seiten um, bevor er da rein schleicht? Doch nur einer, der auf keinen Fall gesehen werden möchte. Ja, das leuchtet mir schon ein. Und Sie haben also diesen Mann gesehen? War nicht Mann. Eine Frau? War junges Mädchen. Tochter von Kaufmann. Lieschen Dreier? Jawohl, ich habe sie genau erkannt. Wann war das? Um welche Uhrzeit? Genau. Kurz bevor das Gewitter losging. Ich habe mir natürlich gar nichts Böses dabei gedacht und ich bin weitergegangen, weil ich noch vor dem Regen im Lager sein wollte. Ich habe höchstens gedacht, dass diese kleine Laube, verzeihen Sie, Herr Pastor, no? eine wunderhübsche Liebeslaube ist. Das war sie wohl auch, in diesem Fall bestimmt. Tja, aber und dieser Gedanke kam mir dann vorhin auf der Polizei, als ich von der Brandstiftung hörte. Dann hätte ich doch auch einen jungen Mann sehen müssen. Der wäre vorher bin. Bitte sehr? Der war schon vorher drin. Das wissen Sie? Ich weiß gar nichts, mein lieber Jerzy. Ich weiß nur, dass man doch wohl nicht im Ernst glauben könnte, Lieschen Dreier hätte mein Haus in Brand gesteckt. Nee, also für die lege ich meine Hand ins Feuer. Natürlich. Tja, Herr Pastor, dann nehmen Sie mir meine Offenheit bitte nicht übel. Ich habe es nur gut gemeint. Mit Lieschen Dreier? Ich verstehe schon. Ich hätte gar nichts damit kommen sollen. Ich glaube, ich war dumm. Oh, dumm nicht, aber unvorsichtig. Aber sowas soll ja vorkommen. Es soll nicht wieder vorkommen, Herr Pastor. Ja, dann auf Wiedersehen, Herr Pastor. Und vielen Dank. Zu danken habe ich. Leider nicht der Rede wert. Übrigens, ich bin aber nur sehr gespannt, wie sich die Sache mit der Brandstiftung aufklärt. Was glauben Sie, wie gespannt ich erst bin? Das kann ich mir denken. Nee, mein lieber Jerzy, das können Sie nicht. 112 Mark. Und ne... Ja, bitte. Schönen guten Tag, Herr Pastor. Guten Tag, Herr Dreier. Frau Meter sagte mir, dass ich nur reingehen kann. Ja, ich muss Sie einen Augenblick stören, Herr Pastor. Bitte nehmen Sie doch Platz. Vielen Dank. Ja, ich habe Sie vorhin leider nicht angetroffen. Da muss ich auf jeden Fall noch mal wiederkommen. Warum, wenn ich fragen darf? Wegen der Brandstiftung. Lassen Sie mich bloß in Ruhe mit der Brandstiftung. Was wissen Sie denn davon? Allerhand? Also ich mache da nur nichts mehr von hören. Sagen Sie das nicht, Herr Pastor. So eine Brandstiftung ist schließlich nicht zu verachten. Sie hat auch ihr Gutes. Was wollen Sie damit sagen? Ja, weil da allerhand bei rauskommen kann. Ich verstehe Sie wirklich nicht, Herr Dreier. Brandstiftung mit Bindestrich, Herr Pastor. Ah. Verstehen Sie nun? Ja, so eine Brandstiftung hat mit Feuer nichts zu tun. Ja, ich habe mir das nicht nehmen lassen, persönlich
mit dieser Liste von Haus zu Haus zu gehen, wegen einer Stiftung für unseren lieben Pastor Brandt. Ja, und das ist nun die Brandt-Stiftung. So meinen Sie das? Natürlich, wie denn wohl sonst? Na, gucken Sie mal, Pastor, wir Bürger von Luckenhagen können uns doch sehen lassen, was? Na, was sagen Sie dazu? Sind wir nun gute Christen oder sind wir das nicht? Donnerwetter, 32.110 Mark. Jawohl, Herr Pastor, 32.110 Mark. Bitte. Dankeschön. Und das Geld soll ich haben? Das ist für Sie, Herr Pastor. Da wollen wir Bürger von Luckenhagen unsere Dankbarkeit Ihnen gegenüber mit zum Ausdruck bringen. Dann muss ich der Gemeinde aber wirklich dankbar sein. Und Meta und Frau Facklam natürlich auch. Nee, Herr Pastor, das muss ich noch dazu sagen. Dieses Geld ist bloß für Sie da. Für Frau Facklam machen wir noch eine Extrasammlung. Kommen dabei auch 32.000 Mark raus? Sie dürfen nicht vergessen, dass ich Frau Facklam schon Geschirr, Bestecke und sowas geschenkt habe. Mir ja auch, Herr Dreier. Verstehe ich, Herr Pastor, dass Sie da überhaupt keinen Unterschied machen. Das darf ich doch nicht als Pastor. Ach, Frau Facklam ist doch immer hip. Gerade vorhin habe ich mich noch bös mit in der Wolle gehabt. Ach, warum denn? Herr Pastor, können Sie nicht verstehen, dass ein Vater immer das Beste für seine Tochter will? Natürlich kann ich das verstehen. Andersrum wäre es ja wohl auch merkwürdig. Nicht wahr? Ja, nehmen wir nur mal an, der Sohn von Frau Facklam, der hätte sich das in den Kopf gesetzt, meine Lieschen zu heiraten. Ja. Naja, was muss ich als Vater denn wohl tun? Lieschen fragen. Ja, und denn? Wenn sie ihn auch heiraten will, den beiden ihren Segen und Beistand geben und glücklich sein, dass Lieschen einen guten Mann gefunden hat. Oh, dieser Bengel ist doch immer... Und das sagen Sie nicht nur Mauermann. Nee, das will ich ja gar nicht sagen, Herr Pastor, aber er hat doch kaum noch Arbeit. Naja, das wird ja auch wieder anders. Im Augenblick ist hier in Lückenhagen nichts los, das weiß ich auch, aber jetzt ist mein Haus abgebrannt und ein Pastorat muss gebaut werden. Also hat der Junge wieder was zu tun. Naja, und wenn er nun mal Lieschens Mann ist und hat womöglich mal für Kinder zu sorgen, naja, nun muss er eben über Land und woanders arbeiten, müssen andere Leute doch auch. Wenn er aber so ein bisschen von seinem Schwiegervater unterstützt wird, dann könnte er ja auch seinen Meister machen. Später mal ein Baugeschäft gründen. Was sind das für Aussichten? Ja, ich habe mir das aber ein bisschen anders mit meiner Lieschen gedacht. Wir vergessen immer, dass wir die Kinder nicht um uns selbst in die Welt setzen, Herr Dreier. Die Kinder sollen glücklich sein, nicht nur wir. Ja, aber wir müssen es doch ein bisschen steuern, dass sie glücklich werden. Ich jedenfalls habe mir vorgenommen, meiner Tochter ein Leben ohne Sorgen zu bieten. Das können Sie auch, Herr Dreier. Kann nicht jeder Vater und auch nicht jede Mutter. Aber ein Schwiegersohn gehört doch dazu. Ja, und dann werde ich sozusagen noch mit Frau Facklam verwandt. Bloß seelenverwandt. Beide denken Sie dann an das Glück von zwei Kindern. An Lieschen und Jan. Naja, vielleicht ist das ja auch alles nicht so ernst, Herr Pastor. Was ist nicht so ernst? Ach, ich habe dann einen Brief gekriegt von diesem Jan Facklam. Das heißt, ich habe ihn eigentlich nicht gekriegt, aber... Hat Lieschen ihn gekriegt? Ja, aber die weiß das noch gar nicht. Ja, ich habe ihn wirklich rein zufällig aufgemacht und das dann drin... Wo ist denn der Brief? Wo habe ich denn den Brief? Ich habe ihn doch vorhin noch Frau Facklam gezeigt. War das ein Brief von Jan Facklam an Lieschen? Ja, da ist dann bloß ein Satz drin, dass er alles wieder gut machen will. So. Weiter nichts. Ja, aber was hat denn der Bengel wieder gut zu machen, Herr Pastor? Ja? Pastor, Besuch, ganz dringend. Ja? Ja, Wilhelm, ganz dringend. Das ist Hauptkommissar Meinke, Herr Dreier. Angenehm. Was ist denn so dringend? Wir haben den Brandstifter. Was? Jawohl. Und er hat sogar schon gestanden. Bin ich aber neugierig. Bitte kommen Sie, Herr Bürgermeister. Jan Facklam. Jan Facklam und ein Brandstifter. Nun wissen wir, was er wieder gut zu machen hat, Herr Pastor. Bitte, Herr Dreier, ja? Eben haben Sie uns den jungen Mann aus Hamburg geschickt. Du hast ja auch schon nach ihm suchen lassen. Aber doch nicht wegen der Brandstiftung, wegen seiner Mutter. Jedenfalls haben wir ihn. Der verlorene Schlüssel, die Flucht mitten in der Nacht, passt alles haargenau zusammen. Und das Motiv? Ja, da sehen wir noch nicht ganz klar. Aber wir haben ja sein Geständnis. Oh, sein Geständnis. Jan Facklam, nun frage ich dich als dein Pastor. Hast du mein Haus in Brand gesteckt? Ja. Sag die Wahrheit, Jung! Ja, Herr Pastor, ich habe Ihr Haus in Brand gesteckt. Nun weiß ich nicht mehr weiter. So, mein Junge, jetzt sind wir allein. Du, mein Freund da oben und ich, du setz dich da mal hin. Ja, Herr Pastor. So, nun sag mir klipp und klar, warum du mich, deinen Pastor, angelogen hast. Was wir beide nur miteinander besprechen, das bleibt unter uns, das kriegt kein Mensch zu wissen. Also, warum hast du gelogen?
Warum hast du dich als Brandstifter ausgegeben? Die haben das da in Hamburg ja ganz raffiniert angefangen und da konnte ich gar nicht mehr anders. Du musst schon deutlicher werden, mein Junge. Wenn der, den ich meine, in Verdacht kommt und das womöglich auch getan hat, dann will ich lieber für ihn sitzen. So. Du glaubst also, du kennst den Brandstifter? Ja. Ja, das heißt, genau weiß ich das noch nicht. Aber möglich ist das. Und du hast nach deiner Meinung den richtigen Brandstifter schonen wollen? Ja, und das will ich auch noch. Du sollst aber niemand mehr schonen. Du musst mir nur alles sagen, was du weißt. Dann fallen Sie aber vom Stängel, Herr Pastor. Ich fall schon nicht vom Stängel. Dann mal raus damit. Muss ich das denn wirklich sagen? Ja, das musst du. Kenne ich ihn? Ja, sehr gut sogar. Junge, sieh mir in die Augen. Sag mir, was du weißt. Nee, ich sag das doch nicht. Mach mich nicht verrückt, Jung. Kannst mein Haus nicht in Brand gesteckt haben. Warum denn wohl nicht? Weil du sowas nicht tust. Ich hab das nur mal getan. Aber warum? Wo ist das Motiv? Ich war sauer. Ach, sauer, sauer. Sauer ist ja auch kein Motiv. Junge, ich könnte dich schütteln und wenn du mir nicht gleich die Wahrheit sagst, könnt ihr mich sogar vergessen. Pastor. Weißt du überhaupt nicht, was du anrichtest, wenn du bei deiner Behauptung bleibst? Doch, das weiß ich. Gefängnis. So, und das willst du? Ja. Da bist du denn verrückt, Junge. Soll dein Kind einen Vater haben, der im Gefängnis gesessen hat? Mein Kind? Ja, dein Kind. Du weißt das. Ich wollte dir das eigentlich auf eine ganz andere Art beibringen, aber du zwingst mich ja dazu. Lieschen Dreier? Ja, ist bei mir gewesen in ihrer Not. Wo soll sie denn noch hin, wenn du sie allein lässt? Oh, Herr Pastor. Ach, Pastor. Das heißt, das Rangehen aber ein bisschen schnell, dass alles wieder seine Ordnung kriegt. Sie hat dich nämlich lieb. Sie will dich und keinen anderen. Na, willst du nur immer noch ins Gefängnis, du dummer Junge? Ja, Herr Pastor. Jetzt erst recht. Aber warum denn bloß? Weil Lieschen da sonst reinkommt. Lieschen? Du, da ist mir schon mal einer mitgekommen. Was hat die denn damit zu kriegen mit der Brandstiftung? Ich will Ihnen nun alles ehrlich sagen, Herr Pastor. Aber nur Ihnen. Das wird aber auch Zeit. An dem Abend vor dem Brand, da waren Lieschen und ich zum letzten Mal zusammen. Naja, wir haben uns bös erzürnt, wir beide. Weil ich dachte, dass das ja doch nichts mit uns werden kann. Ja. Naja, und zum Schluss, da war Lieschen ganz wild und verzweifelt und hat gesagt, sie wollte was in Brand stecken. Ja, was wollte sie in Brand stecken? Mein Haus vielleicht? Nee, ihr Haus nicht. Aber unsere Lütte, Ihre Lütte Laube, Herr Pastor. Meine Laube? Ja, da haben wir uns immer getroffen. In meiner Laube? Das wird ja immer schöner. Da war ja auch noch was anderes, Herr Pastor. In der Laube, da habe ich an dem Abend Lieschen einen Schlüssel vor die Füße geschmissen. Ja, und den hat man ja leider gefunden. Aber das besagt doch gar nichts. Das ist doch kein Beweis. Nee, Beweis nicht, aber als sie mich in Hamburg aufgegriffen haben, da haben sie mir den Schlüssel unter die Nase gehalten. Ja, und da konnte ich gar nicht mehr anders. Da musste ich die Brandstiftung eingestehen. Wegen dem Schlüssel? Ja, das ist nämlich der Schlüssel von... Das ist nämlich der Schlüssel von Lieschens Zimmer. Aha. Und den hattest du? Ja, aber das konnte ich doch nicht sagen. Junge, ihr macht aber auch Sachen. Ja, aber was wird nun, wenn Lieschen womöglich wirklich die Laube in Brand gesteckt hat? Ja, Junge, bist du denn unklug? Warum soll die denn eine solche Dummheit gemacht haben? Ja, eine Dummheit machen wir doch alle mal. Der Brand hat überhaupt nicht in meiner Laube angefangen. Nee? Nee. Bist du nur beruhigt? Ja, Herr Pastor. So. Dann müssen wir sehen, dass alles wieder schnell ins Lot kommt. Ja, dann wird Lieschen da nun doch nicht mehr mit reingezogen in die Geschichte? In die Brandgeschichte nicht, nee. In der anderen ist sie ja schon mit drin. Herr Pastor, sind Sie mir böse? Böse? Gut. Böse bin ich dir bloß, weil du mich so lange hast zappeln lassen. So, nun holen wir den Herrn Hauptkommissar wieder rein, dass die Sache aus der Welt kommt. Ja. Ja, aber was soll ich denn sagen? Die Wahrheit natürlich. Naja, ich meine, wenn er mich fragt, warum ich denn erst alles zugegeben habe. Dann musst du auch bei der Wahrheit bleiben. Ja, bei Lieschen. Ich bin ja dabei, du Holimann. Ja, Herr Pastor. Mit Liebe habe ich nun nicht gerechnet. Nee. Na, Wilhelm, was ist denn nun? Der junge Mann ist das nicht gewesen, Hinak. Augenblick mal. Er hat das zugegeben. Wenn du ihn ein bisschen auf den Zahn gefühlt und nach dem Motiv geforscht hättest, dann wäre sein Geständnis schon in Hamburg zusammengefallen wie ein Kartenhaus.
Aber Herr Facklam, wie kommen Sie denn dazu, eine Brandstiftung so einfach zuzugeben, die Sie gar nicht gemacht haben? Wenn das stimmt. Für sein Geständnis, da hatte er ein Motiv. Für die Brandstiftung nicht. Also das verstehe ich nicht. Jan Facklam war schon gar nicht mehr in Lünkenhagen, als das Gewitter losging. Das muss er aber beweisen. Kann ich. Als das Gewitter losging, war ich ja schon in Samsdorf und habe mich da untergestellt. Fragen Sie den Eichenwirt, bei dem war ich. Dann interessiert mich aber doch, wieso Sie so einfach die Schuld auf sich genommen haben. Und wenn das ein Geheimnis bleiben soll? Willst du womöglich einen Brandstifter decken? Und Sie auch? Jan Facklam will keinen Brandstifter decken, Henrik. Er will bloß nicht, dass jemand in Verdacht kommt, der da auch unter Garantie nichts mit zu tun hat. Das ist aber sehr nobel. Man kann es auch Liebe nennen. Dann gehört der Schlüssel gar nicht Ihnen. Nee. Aber Sie wissen, wem er gehört. Ja, aber bestimmt nicht dem Brandstifter. Der Schlüssel ist immer noch ein wichtiges Beweisstück. Ist er nicht, Henrik. Den Schlüssel hat ein junges Mädchen verloren, das vor dem Gewitter mit Jan Facklam in meiner Laube war. Nur zufrieden. In deiner Laube? Ja. Das ist ja allerhand. Stimmt. Aber das ist nicht deine Sache. Für moralischen Brandschaden bin ich zuständig. Gewiss. Ich verstehe auch langsam. Tja, dann können wir ja wieder von vorne anfangen. Und den ganzen Polizeiapparat haben wir nur in Gang gebracht wegen einer Liebesgeschichte. Nee, du, das war ich. Die Fahndung nach Jan Facklam war schon vor ihr im Gang und geht auf mein Konto. Allerdings. Tja, dann muss ich wohl erst mal kapitulieren, nicht? Von mir aus nicht, bloß erstmal, Henrik. Ich habe keinen Schaden gehabt und ich stelle auch keinen Strafantrag gegen Unbekannt. Ja, bitte. Bei mir bist du nicht mehr an der richtigen Adresse. Ausweinen musst du dich bei dem da. Jan! Du Brandstifter! Aber nee doch, Fräulein. Gerade eben hat sich rausgestellt, dass Herr Facklam kein Brandstifter ist. Aber mein Vater hat es doch mit eigenen Ohren gehört. Er kommt gleich, Herr Pastor. Ja, das ist doch gut. Dann kann er gleich mit eigenen Ohren hören, dass alles nicht wahr ist. Nee. Niemand, der... Ist das wahr, Jan, dass alles nicht wahr ist? Ja. Denn ist jetzt alles in Ordnung? Das mit der Brandstiftung? Ja. Und sonst, Jan? Auch. Du Lieschen, ich weiß alles. Alles? Ja. Das ließ sich nicht ändern. Ich musste ihm das leider sagen, meint Jan. Na und was sagst du, Jan? Du, mein Vater kommt gleich. Lass ihn mal kommen. Er soll alles wissen. Und wenn er nicht so will wie wir, dann bin ich ja auch noch da. Ja, bitte. Ach, Herr Pastor. Ja, bitte. Herr Pastor, ich muss mich doch sehr wundern. Heilung. Sie lassen das tun, dass meine Tochter mit diesem jungen Mann hier in der Stube... In meiner Laube war das bestimmt schlimmer. Lieschen, dieser Mann muss ins Gefängnis. Nein, Herr Drey, das ist schon lange überholt. Dieser Mann kommt nun schnell in feste Arbeit. Wenn ich mich da einmischen darf, Herr Dreier. Herr Facklam ist ganz und gar unschuldig. Na, ganz so gar ja nun nicht, Hinak, aber auf eine andere Art. Aber das soll er mit Ihnen unter 4 Augen abmachen. Gehen Sie mit ihm und Lieschen mal ein bisschen draußen spazieren. Ich glaube, die beiden haben Ihnen so allerlei zu erzählen. Ich lasse mich nicht überrumpeln, in diesem Fall nicht. Ach, bitte, Herr Dreier, wollen Sie mir nicht Gelegenheit geben, Ihnen alles zu erklären? Bitte. Bitte, Vater. Na, du kannst einen angucken. Das hat sie von ihrer Mutter. Kein Wunder, dass der Bengel auf sie reinfällt. Bitte, Vater. Wir gehen mal für einen Augenblick nach draußen. Ja? Meinetwegen. Aber ihr sollt euch wundern. Ach, Herr Dreier. Ja, bitte, Herr Pastor. Wissen Sie eigentlich noch, dass Sie vor einiger Zeit mal in einer ganz bestimmten Sache bei mir waren? Ja, das weiß ich, Herr Pastor. Ja, aber das gehört dir doch nicht her, Herr Pastor. Gerade hier und gerade jetzt. Los, komm, los. Also du bist wirklich ein guter Seelsorger, Wilhelm, das muss ich sagen. Aber sogar Kuppelei gehört zu meinem Beruf. Manchmal sogar Erpressung. Aber doch alles bloß, weil du das gut meinst. Hier, du steck dir mal jetzt meine an, mein lieber Hinak. So, was heißt gut und was ist schlecht?
Weißt du, vorher weiß man das manchmal nicht so genau. Du, aber in diesem Fall eben, da hast du doch ganze Arbeit getan. Die beiden jungen Menschen gehören doch zusammen. Das sieht doch jeder. Ja, in diesem Fall schon. Aber wie ich dir schon sagte, manchmal weiß ich das vorher wirklich nicht genau, was gut und schlecht ist. Ja, aber alle mögen sie dich. Aber aus welchem Grund? Du guck dir das an. Da geht's schon wieder los. Ein ganzer Lastwagen voller Möbel. Für dich? Für den lieben Herrn Pastor. Ja, bitte. So, da bin ich. Wie versprochen, Herr Pastor. Tag, Herr Hauptkommissar, wir kennen uns ja auch, ne? Ja, guten Tag, Herr Bürgermeister Tittke. Na, was sagen Sie, Herr Pastor? Das kann Sarmsdorf leisten, wenn es darauf ankommt. Ihr ganzes neues Haus können Sie sich damit einrichten. Und diesen Kram hier, den können Sie wegschmeißen. Ich muss mich vielmals bei Ihnen, Herr Bürgermeister, und Ihrer Gemeinde bedanken, aber wegschmeißen? Möbel so einfach wegschmeißen? Ja, da machen Sie da sonst was mit. Verkaufen, verschenken, was Sie wollen. Ja, das klingt schon besser. Jedenfalls freue ich mich, dass in Sarmsdorf das Wort von der Nächstenliebe noch gilt. Und das, wo Sie gar nicht mehr bei uns sind, Herr Pastor. Ist das nicht ein gutes Zeichen? Ist Sarmsdorf also eine Gemeinde? So eine kann sich ein Pastor suchen. Haben Sie sich also mal Gedanken gemacht über das, was ich Ihnen neulich angeboten habe? Wie ich schon gesagt habe, die Kosten tragen wir. Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht. Und Ihre Antwort? Kann ich Ihnen im Augenblick noch nicht geben, Herr Bürgermeister. Die Gemeinde Lünkenhagen ist auch nicht schlecht. Gute Christen gibt es hier nicht weniger als in Sarmsdorf. Das habe ich gerade in der letzten Zeit gemerkt. Ja, ich bin ja noch nicht zu Ende, Herr Pastor. Hier ist noch ein Beweis. Wir haben doch noch eine Sammlung gemacht. Freiwillige Spende der Bürger von Sarmsdorf für einen alten und hoffentlich neuen Pastor Brandt. Ja, das kann der Herr Hauptkommissar gern hören. 29.505 Mark. Wir Lünkenhagener haben über 32.000 aufgebracht. Nichts für ungut, Herr Pastor, dass ich hier so reingestürzt komme. Aber der Wagen von Sarmsdorf darf da auf keinen Fall stehen bleiben. Der versperrt ja die ganze Straße. Und dennoch im Parkverbot. Hallo, Herr Kollege. Auch mal hier? Das siehst du ja. Wo willst du bloß mit all den Möbeln hin, Mann? Stiftung der Gemeinde Sarmsdorf für Ihren alten Herrn Pastor. Braucht der Herr Pastor gar nicht. Der Herr Pastor kann mit dem, was wir Lünkenhagener gesammelt haben, durchaus zufrieden sein. Nicht wahr, Herr Pastor? Damit bin ich auch zufrieden, Herr Bürgermeister. Da hörst du das. Was soll er also noch mit dem Kram? Will ihr doch keinen Möbelhandel aufmachen? Na, er handelt sicher nicht. Aber was halten Sie von einer Verteilungsstelle? Naja, wir haben hier in Lünkenhagen ja noch mehr Menschen, die Möbel gebrauchen. Frau Facklam zum Beispiel und ihr Sohn. Ja, und dann die Asylanten. Das ist überhaupt eine Idee. Fahr mal gleich mit deinem Wagen hin ins Lager. Komm. Was, unsere Möbel für die Polacken? Für die Asylanten bitte, ja? Nö. Entweder nimmt der Pastor unsere Stiftung allein für sich oder... Aber, Herr Bürgermeister, Sie wollen doch nicht mit dem vollen Wagen wieder zurück nach Sarmsdorf. Herr Pastor, die Möbel da draußen sind ganz allein für Sie. Nee, meinen Sie, ich hätte so viel zusammengekriegt, wenn ich das nicht ausdrücklich überall gesagt hätte? Ja, das glaube ich Ihnen allerdings gern. Ja. Und ich freue mich auch darüber. Aber ich kann ja schlecht mehr für mich fordern, als nötig ist. Und was unbedingt nötig ist, das habe ich ja hier schon. Richtig, Herr Pastor. Und überhaupt, Sie sind Pastor von Lünkenhagen und nicht von Sarmsdorf. Und deshalb müssen Sie erst die Hilfe von den Lünkenhagenern annehmen. Und dann kommen jetzt all die anderen. Ich bin Ihnen und all den anderen wirklich dankbar dafür, dass die Nächstenliebe, die Christenpflicht, wie Sie immer sagen, noch nicht ausgestorben ist. Wer davon aber Segen hat, das ist meinem Freund ganz bestimmt egal. Na, mir aber nicht. Aber Bürgermeister, Sie wollen doch wohl keinen Unterschied machen. Er hier macht das doch auch. Gar nicht. Frau Facklam zum Beispiel wird genauso geholfen wie unseren Herrn Pastor. Nicht, Herr Pastor? Das will ich doch wohl annehmen. Natürlich. Einen Unterschied machen wir nicht. Und darum fahren wir gleich mit deinem Wagen hin, mit den Möbeln ins Lager. Das hast du doch wohl nicht zu bestimmen, was mit meinen Möbeln passiert. Ich nicht. Aber der Herr Pastor, nicht Herr Pastor. Bestimmen tue ich gar nichts, aber ich wünsche es mir so. Da hörst du's. Und du willst deinem alten Pastor doch wohl keinen Wunsch abschlagen, ne? Nö, das natürlich nicht, ne? Herr Bürgermeister, grüßen Sie doch bitte Herrn Jerschi schon von mir und sagen Sie ihm, das mit dem Waschraum, das ging in Ordnung. Ja, aber das mit dem Waschraum, das habe ich ihm gerade abgelehnt. Aber Herr Bürgermeister, bei 32.000 Mark werden doch wohl 4.000 Mark für einen Waschraum übrig sein. Davon wollen Sie das Geld nehmen von der Stiftung für Sie? Ganz richtig, Herr Pastor.
hast doch eben gehört, dass wir keinen Unterschied machen sollen. So, und nun kommen wir, nicht? Was der Herr Pastor sagt, das hat schon seine Richtigkeit. Und du wirst ihm doch wohl keinen Wunsch abschlagen. Nicht wahr, Herr Pastor? Also, dann auf Wiedersehen, Herr Pastor. Tschüss, Herr Pastor. Auf Wiedersehen, die Herren Bürgermeister. Und vielen, vielen Dank an Lünkenhagen und auch an Samsdorf. Ich werde dieses ganz bestimmt nicht vergessen. Ja, ich komme aber noch mal wieder, Herr Pastor. Das ist gar nicht nötig. Was es hier noch zu beschicken gibt, das machen wir Lünkenhagener ganz allein. So, du komm mal. Tschüss, Herr Pastor. Tschüss, Herr Hauptkommissar. Tschüss, Herr Pastor. Tschüss. Wie die kleinen Kinder, du. Ja, und darum muss man sie ein bisschen zurechtstoßen, damit aus ihnen ordentliche Menschen werden. Da sind Lünkenhagen und Samsdorf aufeinander eifersüchtig, wer dir in der Not am meisten helfen darf. Na, du kannst wenigstens deinen Brandschaden und auch den von Frau Facklam so ein bisschen steuern. Steuern? Voll ersetzen kann ich ihn. Und noch ein bisschen mehr. Über den Daumen habe ich an Geldspenden. Von hier bis wer weiß wo. Rund 150.000 Mark. In Worten 150.000 Mark zusammen. 150.000? Ja. Mensch, das ist doch nicht wahr. Doch, Herr Hauptkommissar. Und mit den Möbel- und Sachspenden können ich ein ganzes Asylantenlager ausstaffieren. Junge, du. Mensch, dann kannst du dem Brandstifter eigentlich ja sogar dankbar sein. Ja, wenn der liebe Gott ihm auch dankbar ist. Der Brandstifter hat nun ja, ohne dass er das vorher geahnt hat, ein gutes Werk getan. Der Brandstifter? Eigentlich ja, nicht? Ja, natürlich. Wilhelm, nun will ich ihn erst recht finden. Nicht nur, weil das meine Pflicht ist, nee. Aber ich bin nun ganz persönlich neugierig geworden, wer der Brandstifter ist, du. Ich, Herr Hauptkommissar, ich bin der Brandstifter. Wo ist mein Jung? Glauben Sie ihm kein Wort. Alles, was er gesagt hat, ist gelogen. Kein Wort ist davon wahr, auch wenn er das zugibt. Ich bin der Brandstifter. Eben auf dem Amt habe ich das zu hören gekriegt. Ich also nichts wie her, um mich selbst anzuzeigen. Ich habe das Haus von dem Herrn Pastor in Brand gesteckt. So, hier sitze ich kann nicht anders. Aber Frau Facklam, was soll das nun? Also Wilhelm, die Sache fängt nun langsam an und wird komisch. Nicht nur, dass man dir von allen Seiten helfen will, nee. Nun reißt man sich schon darum, wer dein Haus in Brand gesteckt hat. Das ist ja alles dummes Zeug. Nun hören Sie mal zu, Frau Facklam. Nee, Wilhelm, lass mich mal. Diesmal will ich das etwas klüger anfangen. Frau Facklam, Sie wollen also das Haus von dem Herrn Pastor in Brand gesteckt haben? Ja, ich bin das gewesen, Herr Hauptkommissar. Nicht mein Jung, ich. So, Sie also. Wenn man ein Haus in Brand steckt, Frau Facklam, noch dazu das Haus von dem Herrn Pastor, dann muss man da doch ein Motiv für haben. Nee. Ein was? Na, ein Grund. Ein Grund? Ach so, ja, natürlich, ein Grund, ja. Nur verstehe ich, ein Grund, ein Motiv. Ja, das habe ich ja auch. So, und was für ein? Na, Herr Hauptkommissar, das ist doch ganz einfach. Sehen Sie mal, wenn ich in der Nacht hier nur ganz allein abgebrannt wäre, hätte sich hier kein Arsch um mich gekümmert. Ja, dann hätten Sie auch eine Stiftung gemacht und die hätten auch gesammelt, aber da wäre doch lange nicht so viel zusammengekommen, wie wenn der Herr Pastor mit abbrennt. Das ist doch nur wenigstens also 100-mal so viel. Kann der Herr Pastor ja gar nicht alles allein brauchen, ne? Und der Herr Pastor macht nun als guter Christenmensch halbe mit mir. Und das habe ich mir vorher ganz genau überlegt, weil ich die Leute hier ja kenne, nicht? Je höher der Stand, desto größer die Hilfe. Und in Himmel wollen sie ja auch alle malen. Nicht? Und darum habe ich das Haus von dem Herrn Pastor in Brand gesteckt. Tatsächlich. Das wäre ein Motiv. Und wenn man den Erfolg sieht, ganz und gar stichhaltig. Was sagst du dazu, Wilhelm? Ne? Die Frau macht mich doch wahnsinnig. Na nu, was hat der Herr Pastor denn nu? Ja, der ist baff. Das ist ja auch kein Wunder, wenn er seinen Brandstifter nun mit Mal vor sich sieht und dennoch ein Brandstifter mit Motiv. Aber Frau Facklam, Sie haben doch das Haus von dem Herrn Pastor nicht wirklich angesteckt. Aber natürlich. Sie waren doch die ganze Nacht bei Ihrem eigenen Haus beim Bergen und Löschen. Da bin ich schnell mal zwischen rausgelaufen, hat kein Mensch gemerkt. So, und das soll ich Ihnen glauben. Och, meinem Jungen haben Sie das ja auch geglaubt. Und
Und der hatte kein Motiv. Und wenn ich Ihnen nun sage, dass Ihr Jung ganz und gar unschuldig ist? Was? Ja, er ist ganz und gar unschuldig. Er hat die Brandstiftung doch zugegeben. Erstmal ja, aber das hat seinen ganz besonderen Grund. Den will ich wissen. Den wird er Ihnen auch noch erzählen. Jedenfalls, den Brand hat er nicht auf dem Gewissen. Wirklich, nee. Nee. Oh, Bleiben Sie nun noch bei Ihrer Behauptung, dass Sie das getan haben. nein, dann natürlich nicht. Ich hab das doch bloß gesagt. Oh Gott, Herr Pastor, Herr Pastor. Bitte kommen Sie wieder raus, Herr Pastor. Ich muss beichten. Bitte, Herr Pastor, nicht böse sein. Ich hab gelogen. Das weiß ich. Ja, ich hab das doch nur gesagt, weil ich nicht wollte, dass Jan ins Gefängnis kommt. Lieber will ich für ihn sitzen. Das liegt wohl in der Familie. Dass hier einer gerne für den anderen ins Gefängnis möchte. Herr Pastor, Sie trauen mir doch nicht im Ernst zu, dass ich Ihr Haus in Brand stecken könnte, ne? Nee, das nicht. Aber sonst sind Sie nicht auf den Kopf gefallen. Ja, bitte. Ja! Oh, ja, oh, du alter Rumtreiber, du, Brandstifter, du, heimlicher Casanova, du. Ach, wie schön, dass ich dich wieder hab, mein Junge. Ja, Mutter, schön. Du. Und eine Schwiegertochter hast du nur auch. Weiß ich doch schon längst. Habt ihr den Alten rumgekriegt? Ja, die beiden haben mich rumgekriegt. Oh, Entschuldigung, Herr Dreier, ich habe Sie in der Aufregung gar nicht gesehen. Naja, Sie haben mich früher ja auch manchmal nicht gesehen, ne? Wollen wir nicht einen Strich drunter machen? Aber einen dicken. In Ordnung, Frau Fackler? In Ordnung, Herr Dreier. Na, das hätten Sie schon längst haben können. Ich bin nicht für Standesunterschiede. Ich hatte nie was gegen dich, mein Der. Komm, gib deiner Schwiegermutter mal einen Kuss. Ah. Ich bin nun so glücklich. Und das habe ich Ihnen zu verdanken, Herr Pastor. Ich auch. Na und ich erst. Oh Mann, wenn wir unseren Pastor nicht hätten, ne? Vielen Dank, Frau Pastor. Ich glaube, Sie haben alles richtig gesteuert. Ich nicht, mein Freund da oben. Oh, muss ich aber ins Geschäft? Kommt ihr mit? Ja, natürlich. Ich brauche doch noch so viel. Das heißt, mit 10% da schon nur vorbei, ne? Ach, nun wollen Sie 50, was? Nee, du willst gar nichts mehr bezahlen. Das bleibt doch nur alles in der Familie. Auf Wiedersehen, Herr Pastor. Und nochmal vielen, vielen Dank. Auch an Ihren Freund da oben, ne? Tschüss, Oma. Oma, ich fühle mich aber noch lange nicht wie eine alte Oma. Was, Herr Dreier? Tja, ich weiß nicht recht. Ich werde nur Opa. Hier, bitte. Ja. Ja, Wilhelm, da will ich nun mal auch Tschüss sagen, du. Ach, tschüss, Henrik. Ach, tu mir doch noch einen Gefallen, ja? Gern. Lass doch nur die Brandstiftung sein. Du, das geht nicht. Und warum denn auch wohl? Na, du weißt ja nur, was da in Wirklichkeit bei rausgekommen ist. Und ich möchte nicht, dass sich womöglich noch einer als Brandstifter ausgibt, der es auch nicht gewesen ist. Du, wer nicht mindestens so ein Motiv hat wie Frau Facklam, der kommt nicht in Frage. Jedenfalls suchen wir weiter. Sag mal, macht das eigentlich viel Arbeit und Mühe und Kosten und sowas? Och, du, das kommt drauf an. Aber da macht dir man keine Sorgen um, Wilhelm. Irgendwas müssen wir ja auch zu tun haben, ne? Ja, das finde ich auch. Tschüss, Henrik. Tschüss, Wilhelm. Oh, Herr Kommissar, lassen Sie mich. Dankeschön. So. Dann wäre hier drin wohl erstmal wieder Ruhe, nicht? Ja. Aber draußen nicht mehr lange. Da zieht ein Gewitter auf. Hast du Angst, Meta? Wir brennen nicht nochmal ab. Kann man das wissen? Durch Brandstiftung bestimmt nicht. Ist denn nur schon raus, wer das wirklich gewesen ist? Nee. Also Frau Facklam hat sich nur für ihren Jungen stellen wollen. Ja. Kann man ja darum böse sein? Darum nicht, Meta, aber wegen dem Motiv. Motiv? Ja, aber das verstehst du nicht, Meta. Mach mir mal erstmal eine schöne Tasse Kaffee. Ich glaube, die kann ich nun vertragen. Wird gemacht, Herr Pastor. Ach ja. Rund 150.000 Mark.
Und eine Ausstattung für 100 Polacken. Verzeihung, Asylanten. Was sagst du denn nun zu dem Motiv? Hm? Nicht böse sein. Ich tue es auch ganz bestimmt nicht wieder.